grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick, der spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Wo ist Backe, spielen wir noch den Werner Schall. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrabombe hinten drein. Das Zange klingt jetzt auch schon recht human. Trommeln, grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Ja, grüß euch Gott, meine Lieben. Grüß euch, servus, Wieder, Montag haben wir wieder einmal. Nicht Und wir haben die Ausgabenummer? 175. Groß. Jawohl, Pawlatschen. 175 Mal haben wir schon auf Eigentlich ein YouTube Wahnsinn, ja. unsere Pawlatschisten begrüßen dürfen. Da haben wir sogar nicht gewusst, dass die Pawlatschisten sind, nicht? Weil wir ja noch gar nicht Pawlatschen... Oder haben wir schon Pawlatschenkassen eigentlich? Nein, ursprünglich. Nein, Ja, die waren noch nicht, glaube ich, gell? da bin ich jetzt, überfragt. Ab wann das Pawlatschen Das ist später erst gekommen. Ich glaube, das ist erst später. Im Zuge der Lockdowns ist, glaube ich, Pawlatschen Ist die gekommen. Pawlatschen entstanden dann, ja, Ich genau. glaube, vorher war es noch einfach Livestream. Die 25 Jahre 16er Burm. Die 16er Show oder so. Schon oder so. Aber das war noch Facebook, glaube ich. Nein, ist ja wurscht, da ist ja egal. Ist ja egal, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und jetzt soll ich dann gar nicht lang herumschweifen, wir kommen gleich. Hätte ich vorgeschlagen zum Anboten des Tages. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ich reiche dir. Reichen Sie mir. Umschalten Kamera, Kind, Jawohl. Patrick. So, dauert jetzt dann, glaube ich, noch. Oh, ist schon da. Geht schon. Ich mache mich auf den Weg, meine Lieben. Auf geht's, Du begrüßt aber die Leute. Ja, nein, wir schauen dazu da. Das habe ich Weil befürchtet. das war die Hetz erschreitet. Weil das, was du redest, hören wir ja da nicht beim Mikrofon, nicht nur leise. Jawohl, die Unterlage wird geöffnet. Und wir greifen jetzt einen Festivalwein, ne? Jawohl. Ja, wo greift er? Zum Dürer. Jawohl, grüner Veltliner, sicher von da. Jawohl, grüner Veltliner. Und Leilon, da bin ich schon wieder. Er ist wieder da, Einmalig, was haben wir da kurz? Grüner Veltliner vom Tür. Warte, ich muss die Brille angehen. Was schreibt da irgendwas? Nein, da steht nichts drauf, keine Beschreibung. Grüner Veltliner trocken 12%. Aus Jedenspeichen. Sierendorfer Straße 36. Einer der Festivalweine für die Landpartie am Köllerberg am 19. August. Jawohl. Ich mache ihn Reisermann. 12% ist ein leichter Wein. Ich habe ein bisschen leichter, ja. Man muss ja nicht immer einen schweren Wein nehmen. Ne? Man muss ja nicht. Kann, aber man muss nicht. Ein leichter Wein und trocken ist auch. Ja. Mit Staum wieder. Naja, das ist so. Dann machen wir den ersten Glaselschäber und dann begrüße ich die Chatterer. Die muss ich am offen. Das schadet nie. Farbe ist schön. Farbe ist schön. Sehr schön, ja. Sehr schöne Farbe. Zum Wohle, gell? Sehr zum Wohl, Prost. Ui, Frucht, Apfel. Sehr fruchtig. Sehr gut. Gut, aber Boah, das ist ein Schüttwein, weil man mit 12% Volumen. Gut. bisschen Kohlensäure, ganz leicht. Ganz leicht. Ganz Musieren sagt man, gell? Ja. Musiert. Aber ganz leicht. Schöner Wein. Ja, wirklich wahr. Muss ich sagen. Sommerwein. Sommerwein. Kann ich da dazu sagen. Die Farbe gefällt mir, der Geruch gefällt mir extrem. Das ist ein grüner. Das ist so richtig, Ja, so richtig. typischer grüner. Glaubst du, du trinkst einen Soft und dann natürlich wunderst du dich, weil es nach Alkohol schmeckt. Der Traumsoft. Herr Dürr. Echt rund. Gut.
So ein richtig leichter, Ja. spritzig fast für den Und Sommer. Gut. Ja, das ist halt ein guter Wein, auf das trinkt man. Auf das trinkt man. Also ein guter Wein. Sehr guter Wein. Ich brauche sie heute. Aber ja, wenn einer geben, weil du ein bisschen herumgefahren bist. Na, mein Gott. Ich begrüße jetzt die Herrschaft. Ich begrüße die Herrschaft im Chat. Dann kann sie sich alles erzählen. Aber das ist nicht so wichtig, ist es nicht. Kann sie alles erzählen. Hallo beieinander, ich wünsche euch allen einen wunderschönen, vergnüglichen Abend und ganz viel Spaß an beiden Enden des Kanals. Leider kann ich dem heute nicht beiwohnen, meine Frau hat Geburtstag. Sagt der Barreiter und da gratulieren wir natürlich trotzdem, falls du zuschaust, ganz herzlich an die Frau Gemahlin. Schön, dass du reingeschrieben hast. Die Hette ist da, Alexander Hauser ist am Start, der Maber, Matthias Gerold, grüß dich gut, jawohl. Muss man erst gewinnen, nicht? Das ist der Musikraum, das ist der Matthias ist jetzt der Matthias Gerold. Matthias Mariacher, der nächste Matthias ist da. Guten Abend, Con Pavla Cisti, jawohl. Guten Abend miteinander. Wieder ein schöner Wochenbeginn, sagt Franz M. Servus Franz, Busl an die Isabella. Iklitsche diese Babels ist wieder da, große Freude. Andreas Siedinger, servus. Der Markus Volker, Karin Albertine Priesternick, Markus Priesternick, jawohl, aus dem 12. Heber, Leiberde Pavlatschen, auf Leiberde Pavlatschen. Gundula Braun. Gundula, servus miteinander, jawohl. Fritzl-Status ist am Start, unser aller Fritzl. Landalstromer Markus, bravo, bravo Markus. Pascal ist auch da. Schönen Abend, die Damen und Herren, auf eine gute Pavlatschen, jawohl. Die Daniela Schlögl, der Principessa ist am Start. Grüß dich gut. Busl und natürlich auch an den Max. Werner Wichtig, grüß dich gut. Der Christoph Acker Travel Vlog, jawohl. Der Maike und Justine aus der Steiermark, grüß dich gut. Heute ohne FSK 18 Einschränkung, ja, Christoph Acker. Absolut. Die Pavlatschisterie ist auch nie komplett, wenn die Megge nicht dabei war, aber sie ist heute dabei, Megge Pemperton voll dabei. Bin in Transit, sprich gerade auf der Strecke wie München mit der Westbahn. Ui. Na, viel Spaß. Na, da wirst du Aussetzer haben, schätze ich, nicht? Ich fürchte mit der Bahn fahren in Deutschland, da ist mein Internet halt einmal dunkel. Aber wir freuen uns. Wir sprechen aus Erfahrung. Ja. Maria Luis lebt, Michael Ungar, der Raffi, auch aus der Schweiz. Aus der Steiermark, meine Denkel. Ich weiß auch nicht. Grüne Medliner gibt es leider nicht. Hier wird Post mit roten Schüttwein aus Nizza, sagt der Martin Rexes. Sehr schön. Servus. Auch der Dunja Androsch ist am Start, grüß dich gut. Nach ewigen Zeit wieder geschafft, das freut uns wahnsinnig. Servus Dunja. So. Jawohl, Markus, bist du welche nette Gesellschaft. Grüß dich, Maggie Pemperton. Der Philipp Zach ist da. Servus Philipp. Na, ganz große Freude. Schön, dass du dabei seid. Und weil ja auch die Gundula zuschaut, ne, ist ja auch Patrick nach 4-5 Jahren das erste Mal in mörderischen Urlaub. Ich mache wirklich einen mörderischen Urlaub jetzt. Ja. Erzähl. Ich fahre nach Mainz Ende Juni für 4 Tage. Für uns auch ist das schon ein mörderischer Urlaub. Nein, aber ich freue mich jetzt nicht drauf. Ja? Mainz wollte ich mir schon länger mal anschauen und nachdem die Gundula ja in Mainz ist, trifft sich das Ganze sehr, sehr gut. Noch dazu an diesem Wochenende, wo ich fahre, ist auch noch das berühmte Weinfest. Also Wein gibt es dort genug auch. Patrick fährt vom Weinviertel nach Deutschland wegen einem Wein. Das musst du wieder auch natürlich aufzeichnen. Mainz, die Gutenbergstadt, die Krönungsstadt von, glaube ich, weiß nicht, 17 Königen und so. Also das ist also schon ehrwürdig. Absolut eine Kulturhauptstadt. Ja. Und auch die Weinhauptstadt Deutschlands. Habe mich schon ein bisschen eingelesen natürlich. Nicht? Ich fahre immer ganz gern vorbereitet wohin. Du willst ja auch eintrinken. Und da du eben ein Auto fährst, müssen wir dich auch Weine mitbringen. Vor allem, ich werde was mitnehmen. Ja, weil wir müssen ja ein paar Flaschenweine haben dann. Bekannt dort, die Gegend natürlich, Riesling ist dort der Hauptvertreter. 2 Drittel der Weinsorten, also wie bei uns eigentlich, ist Weißwein generell und ein schwaches Drittel ist Rotwein dort. Ja. Eine interessante Geschichte dort. Ich freue mich schon sehr, nicht nur auf die Weine, sondern auf die Gundula und auf alle anderen Sachen, was wir dort vorstellen werden. Werden hoffentlich schöne Tage. Und ich meine, du kommst ja heim und es ist gleich direkt Pavlatschen. Quasi direkt zu Pavlatschen dann. Ja. Genau. Das heißt, wir spielen am Freitag noch, glaube ich, oder? Am Donnerstag. Am Donnerstag spielen wir noch. Wird noch ein aufwendigeres Spielen, also aber da schlafst du gleich in Otterkring. Ich schlafe in Otterkring, ja, und weil von Otterkring ist auf die Westautobahn besser, muss noch ein bisschen anders fahren, weil da sind ein paar Baustellen jetzt. Ja, das geht. Ich fahre noch Flötzesteig hin, tun wir da. Richtig. Und dann
und dann kommst du zurück und direkt zur Pawlatschen. Kommt quasi direkt zur Pawlatschen. Eingebettet in 16er Aktivitäten und bringst hoffentlich einen Wein mit. Ich werde einen Wein. Nein, das muss man schon denken. Das Weinfest ist herzig und gute Weine gibt es viele, sagt die Gundula. Jawohl. Schon der Georg Scheurer ist dazugekommen, grüß dich Gott. Original Vollgasmusikanten, der Andi ist am Start. Servus, das freut uns. Apropos Wein, muss ein Schluckerl nehmen. Schon mir gesagt, Abfahrt um 18:08 Uhr, Ankunft soll 22:13 Uhr sein, aber wer weiß, ja. Ja. Naja, man, also ich sage aber so, ich traue mir wetten, wir werden nicht mehr spielen bis dort bist, aber das ist mit 22:13 auch schon eng. Also, ja, wir wünschen auch viel Glück mit dem Handynetz. Na, ich gebe es zu, ich fahre nach Mainz mit dem Automobil. Ja, klar. Nachdem ich die Instrumente auch mit habe, weil ich nachher direkt zur Pawlatschen komme und außerdem die Gundula singt ja auch und vielleicht haben wir Lust und Laune. Session. Wir zwei. Schauen wir, Macht's eine Session. was sich ergibt. Es wird davon vielleicht ein Video geben, wenn wir beide wollen und so. Also Ich hoffe doch, hoffe doch. Man muss am Laufenden bleiben, immer am Laufenden ein bleiben. kleines Interview vielleicht. Ja. Weltklasse. Daniela Stögel fährt nächste Woche mit Max mit dem Zug nach Hamburg. Mutig. Mutig, ne? Man kommt auf viel Zeit das dort. Vielleicht kommst du rechtzeitig ab, bevor du wieder haben musst. Nur dazu wollte ich einen Wein ja auch mitnehmen, also das war halt mit dem Zug etwas. Ja, das ist nicht Zug. Also das haben wir, wie wir an Aschaffenburg waren, wie wir da gespielt haben wir Gott sei Dank wirklich leibende Tage gehabt, weil die Zugfahrt sowohl hin als auch retour, das war dermaßen eine Zumutung und wir sind wirklich keine verwöhnten Dieven. Nein. Aber das war in jeder Hinsicht wirklich, also ich habe gesagt, nie wieder fahre ich, entschuldigt, liebe deutsche Pawlatschisten, entschuldigt, aber nie wieder fahre ich in Deutschland mit dem Zug. Ist natürlich, stimmt nicht, wir haben schon wieder mal irgendwie oft diskutiert Ja. in der Pawlatschen Aber- das Thema. Wir kamen dort ausgestiegen, völlig fertig und geredet. Also, Ich hab daran gedacht und habe sofort an Kreislaufschwierigkeiten gekriegt. Aber die Aufregung und Blutzuckerspiegel ist auf. Wie dem auch sei, wir werden gleich was spielen. Also wenn die Maggie schreibt, dass sie ankommt, ist die Pawlatschen aus. Tolle Wette. Ja, bist du gescheit, das will man heute nicht zusammenbringen. Zugfahren ist ein Abenteuer, sagt die Gundula. Ja. Schlafwagen wird aber von der ÖBB betrieben, das gibt etwas so. Ja, das stimmt. Daniela, das oh, stimmt. das stimmt. Das stimmt wirklich. Einen Schlaf, weil ich habe das auch was, wo ich einmal in Frankfurt, da bin ich auch mit so einem Nachtzug gefahren quasi. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und wie man in die Schweiz, na gut, Schweiz sowieso. Gut, Schweiz sowieso, funktioniert da mit kein Zug, Problem, das das ja- war kein Problem. Aber das war auch im Prinzip. Obwohl es ein alles- ÖBB-Zug war. Ja. Aber Aber das hat dort eigentlich alles immer funktioniert, nur eben nach Deutschland. Ich meine, ja, bis München, aber es geht noch. Ne? Solange du halt umsteigen musst, geht es vielleicht noch. Ja. Betonung auch vielleicht. Aber gut, wir kommen gerade aus Italien, sagt die Dunja. Rundreise Neapel, Amalfi, Capri, Pompeii, Vesuv, alles dabei, war herrlich. Super. Aber teuer. Ein kleines Bier, ein Achtel Weiß und ein kleines Mineralwasser, günstige 25 Euronen. Na, das ist Das fährt. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Spaziergang ist da, grüß dich gut. Mit Scheißer nach Mainz wäre was, ja. Da war ich auf jeden Fall schneller Was mit als der mit Bahn? Zug. Das sicher. Also dreimal wetten. Ich habe auch gesagt, den Zugfahrplan, dass es günstig für mich wäre, nach Mainz zu fahren, aber ich fahre auf knappe 10 Stunden. Außer ich fahre halt in der Nacht oder so, aber das geht nicht, weil ich am Tag ja voll spielt. Ja, eben. Und ich muss zweimal umsteigen und dann bin ich in Mainz. Also das 9 Stunden 40 oder so, die Fahrzeit. Was jetzt gut Von passt? Tür zu Tür. Am schönsten im Ausland. Kriegen wir das hin? Hast du die Noten da? Nein, habe ich nicht da. Heute nichts da. Aber so weit kannst du jetzt mal von den Fingern schauen. Nein, das probieren passt das. jetzt. Das passt jetzt so. Keine Notas da. Ich muss erst schauen, ob ich Notas es überhaupt finde. So ist es ja nicht. Keine Notas da. Ne? Notas. Aber das passt jetzt wirklich eine. So, warte mal. Entschuldigung, aber das ist jetzt wirklich. Wir kennen es nicht, aber es passt. Vernünftig Also vorkommen. auswendig kann ich es nicht. Ja, eh. Aber. Schau her. Darf ich kurz nochmal einen Schon eine. Blick am Anfang? So eine schlechte Kopien. So schlechte Nein, Kopien. Nicht, die habe ich von dir gekriegt. Nein, was sehr blass, was ich sehr mag. blass, sehr blass. So, warte, ich da hier, aber kein Platz. Warte, wir müssen investieren in so ein großes Studio. Weißt du, so ein richtig so ein. Wir brauchen so ein. Wie sagt man da? So ein Loft, ne?
Also sagt, Ich weiß schon, was du meinst. Die brauchen, ich meine, warte mal, aber schauen wir mal. Da blende ich kurz Blende mal ein, was. die Schmattes leisten. Wir sammeln für ein Studio. Große, was wir mal Platz haben. Ich meine, was dann auch wieder blöd ist, wenn wir natürlich in dem Studio aufnehmen und die Noten daheim liegen. Das ist ein Blödsinn. Das ist dann auch wieder blöd. Da brauchen wir Logistik auch noch. Aber wir brauchen so ein Loft, wir brauchen das, wir steigern uns ja. Nicht? Und laufend. die Noten sind sowieso doppelt vorhanden immer, nicht? Also, Genau, man macht dein eigenes Archiv wird dort angelegt. ja. Was sagt der Nomad? Sehr vernünftig, die DP ist eine Katastrophe. Ja, leider. Nomad, servus, grüß dich, schön, dass du da bist. Ja. So fahre ich knapp eine Stunde, bis ich wirklich dort in dem Hotel bin, also komplett die Reisezeit war denn das. Und mit dem Auto fahre ich 7,5. Nicht? Kann stehen bleiben, wenn ich will, habe einen Platz, ist nicht so enge Sitz, nicht mit den langen Haxen bei mir. Also. Landtagsstelle sagt zweimal schon nach Wien, von Wien nach Hause. Mehr als 800 Kilometer mit dem Motorrad in 8 Stunden. Ja. Ja. Die Vorkarte nach Wien. Habe ich für einen YouTube-Kanal aufgenommen, ist natürlich mein Lieblingslied. Mein Lieblingslied, ja. Das stimmt, die Megat ist aufgenommen auf dem Kanal mit. Und pass auf, wir probieren das jetzt da. Ist in D-Tour. Ja. D-Tour. Also jetzt, ist jetzt, weil das jetzt passt. Einleitung? Bitteschön. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug, ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich fährt, ist mein Herz längst schon aus. Woanders kann schön sein, doch daheim ist heute daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein und jeden Baum. Da sag ich heut immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Oft ergibt es sich im Leben, dass du fort musst von zu Haus. Dann stehst du in einem fremden Land und kennst dich nicht aus. Heimlich schlägst du dich zum Bahnhof, schaust mit Sehnsucht auf das Gleis und eine Melodie klingt in dir leis. Machen wir gleich ein Ballett draus. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich fährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann's schön sein, doch daheim ist heute daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein und jeden Baum. Da sag ich heut immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Klasse Nummer, Lucci. Dann Lothar Stab und Josef Katerka, der Pepe Katerka. Und ich meine,
tadellos. Das haben wir zwar schon lange schon auf der Liste, dass wir es einmal spielen. Ja, Ich ja. glaube, wir haben es sogar schon in der Wir haben Homepage sogar schon mal aussuchen. Vom Blatt. Und das ist gar nicht so einfach. Also harmonisch Ja, ja. ist nicht so, ganz glatt verkehrt ist sie nicht. Deswegen lassen wir es durchgehen, wie wir es gespielt haben. Bravo, Logi. Muss man so sagen. Die Achteln fallen ein. echt. Achteln von einer. Also, ich muss kurz aufstehen. Steh auf. Kurz vorbeigehen, dass ich abnehmen darf. Ja, Bitte schön. Brauchst du nicht extra aufstehen? ja, danke schön. Bitte. Gott sei Dank habe ich nachgekauft Taschen. Gott sei Dank habe ich Taschenlegel nachgekauft. Weil meine, Eine gewisse Allergie. Weißt du? Was soll ich machen? Was ich da Ja, hier? Ja, das sieht mein Wein nicht. das sieht man, das geht nicht. Der Wiener Wein und seine Musik. Freddy Gradinger, Rudi Kuscheler, Musiktipp. Raffi. Absolut richtig. Unbedingt. Ja, Lieber Freund und herausragende Jawohl. Musiker. Na bravo, die tun jetzt schon wieder eine Idee. Wir haben eine Bus-Fanreise gemacht. Das wäre doch was für die Pavlatschiste mit unseren 16 ja. Na, das kann ich mir vorstellen. Eine Fanreise. Ich meine, mörderisch leibend, sicher mörderisch leibend, aber ich will nicht einmal im Ansatz, nicht einmal im Ansatz, nicht einmal irgendwie ausstrafen an das Ganze, was sich dann Organisation nennt. Weil das ist der reinste Horror. Der reinste Horror. Aber stimmt mir das leibend, weil der Kurti Strom hat das ja, macht das ja regelmäßig. Immer wieder, ja. Ich glaube sogar Kreuzfahrt oder was. Kreuzfahrt auch, ja, Kreuzfahrten, ja. Aber ich meine, das ist auch eine 16er-Buben-Fanreise. War halt ja sowas wie, weiß ich nicht, durchs Weifel oder Burgenland, oder weißt du? Nach Mainz. So weit bist du. Aber es war aber lang. Nein, aber das war was. Eine deutsche Fanreise der 16er-Buben. So ein Busreise. Rhein-Main-Mosel. Genau, so Weingüter in Deutschland anfahren. Ja. Aber ich meine, es ist ja das so, also angenommen, das wird organisiert, weil das macht wer und das sagt, das ist einfach professionell und da ist das voll, weiß ich nicht, mit einem Bus halt wahrscheinlich, nicht? Sagen wir 50 Leute einmal, nicht? Ne, so was. Und ich meine, das musst du dir vorstellen, jetzt dauert das Sommerwochen. Das ist, und ich meine, jetzt kannst du dir vorstellen, eine Fanreise mit den 16er Buben, eine Woche, ist gleichbedeutend mit einfach schlicht, da brauchen wir 2, 3 Schiffsärzte. Also, Busärzte. Schiffsärzte ist gut. und Spezialisierung auf Fettleber. das musst du dir vorstellen. Und dann durch die Weingebiete. Fanreise mit den 16er Buben, das ist, ich meine, Wie kann man das schon vorstellen? ich kann mir das auch vorstellen, aber bis deppert, das war ja, das wäre eine Herausforderung. Das wäre körperlich, Ja, mental, für alle eine Herausforderung. Weil man, mental haben wir die Stärke. mental, ja. Aber auf jeden Fall gute Idee, Dunja. Gute Idee. Wir lassen es wirken. Jawohl. Die Susanne Faber ist da, jawohl. Jetzt müsst länger spielen, damit der Mega nicht fad wird. Ja, Muss man Schluckerl nehmen. unbedingt. Warte, ich bin sofort dabei. Spaziergang hat die Kriegel eine. Bravo, Spaziergang. Köstlich. Der Klaus redet von dir und der Sessel echt. Das erinnert mich an was. Christoph Acker, du bist der Landesstromer. Ja. Einmal habe ich einen Gast aus Deutschland in meiner Klasse und was ist? Er macht einen kleinen Sessel hin. Na gut, das war ja auch ein sehr billiges Produkt, nicht? Das heißt, dieser Sessel. Du Depper, das ist ein billiges Produkt. Voll Plastik. Was der Fult ist, wie heißt es? Nicht Stahlrohr, aber der. Die Stahlrohr. Ja, aber der Vollplastik, jetzt kriegst du ja Ich glaube, das Flaschen. war dieser Vollplastiksessel, das ja, wenn man die auf einen Fliesenboden hinstellt und die setzen mir eine, geht die vier so auseinander. So habe ich geglaubt, war das. Diese Spritz. Der Rassengarnitur, die habe ich das war die alte Garnitur meiner Eltern. Die haben so einen, die haben keinen Schatz gehabt. Da kehrst gleich abwatschend. Der Schatz war, dass du und der Thomas wahrscheinlich öfters drauf gesessen sind. Ja, Vor allem in den Glanzzeiten von euch beiden. ich sage mal so, der Landesstromer Markus wird es nicht gewesen sein, weil er ist in etwa von der Länge her du, aber halt von der Braten mein Unterarm. Nicht? Also, das ist jetzt Ja, noch länger als ich sogar. das wird der Sessel nicht gewöhnt gewesen sein. Nicht? Der hat sich gefurcht. Der hat sich gefurcht, Wenn Wenn dann noch ein Gössen kommt, brich ich ein oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall, nein, ist natürlich ein Wahnsinn. Ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, die Mege, mir kommen die Tränen, die fallen in die falsche Richtung. Mege entspannt, da kommst du wieder. Ja, Gartenstühle sind auch nicht mehr stabil heutzutage. Bravo, Markus. Aber Markus, man kann es jederzeit wieder kommen, weil ich habe ja noch welche. Schau, der Knirbiesler, grüß dich Gott, so ein wunderschönes Lied, ich danke dir schön. Jawohl. Danke vielmals. Schau, die Mama M ist da. Mama M, hallo. Servus.
Moment, weißt du, auf die haben wir nicht vergessen mit dem Wein. Es dauert noch, bis der Wein da ist, aber auf dich haben wir definitiv nicht vergessen. Ganz im Gegenteil. Jetzt überhaupt nicht, weil jetzt habe ich nämlich meine Hauben gewaschen, was der vom Winter. Endlich, nicht? Da habe ich jetzt alles, diese ganzen Kopf- und Schals und so, das habe ich jetzt gewaschen. Damit ich es im Kosten schon verstanden kann für den nächsten Winter. Und da war natürlich diese wunderschöne, Genau so ist es. super Klausi-Haube von der Mama M dabei. Habe ich wieder musst Schnagel gekriegt haben, habe ich an dich gedacht. Matthias Gerold, ja. Genau, setz die gegen die Fahrtrichtung, dann ist es gleich besser. So ist es. Jawohl. Wobei München auch eine schöne Stadt ist, muss ich sagen. Ja. Kann man nicht, also alles eigentlich. Ein 16 Skifahrt auf der Donau, Michael Unger. Nein, da bin ich. Ich meine, ja, das war leibend, wenn es jetzt wirklich komplett fahren, ja. fährst. Also Aber bis ins Schwarze Meer runterfahren. Aber wir haben ja ein paar Mal gespielt auf der Donau. Also jetzt habe ich diese Rundfahrten. Und ja, also das. Ja. Na gut, der Ackerl muss bei so einer Fanreise dabei sein. Das ist sowieso. Ja, aber die Dunja schreibt, sie wächst mit ihren Aufgaben. Von der Nachtwächter tut zur Fanreise, naja. Tun ja, Weltklasse. Schaut, Alexander Hauser sagt schon, ich bin dabei. Ja gut, was sagt der Franz M? Vom Taschel zum Rössingkiller zum Lenden und zurück. Genau. Da sind alle in Öl. Spaziergang, das kannst du aber sowas von original. Das ist wahrscheinlich fast sogar, wahrscheinlich müsste man einen Alkotest einführen, was es hier am Nachmittag. Und wer um 17 Uhr noch unter 0,1 hat, der muss schlafen gehen. Der darf nicht mehr teilnehmen am Abendprogramm. Weil das geht da nicht. Weil wenn's dann nämlich, wenn dann nämlich alle schon einen Schwül haben und einer dabei ist, der nicht, außer der Fahrer, also der Busfahrer, wird ist ja auch auf die Nacht wurscht. Nicht? Aber das ist zum Beispiel bei so einer Fanreise, was magst du den ganzen Tag? Irgendwas anschauen. Ne? Irgendwas anschauen. Und da oben wird ein bisschen Musik gemacht, das war es. Ne? Der Sommergute spielt 2 Konzerte in der ganzen Nacht. Ja klar, der kann ja nicht noch spielen. Das ist ja, aber da schaut man sich irgendwas an. Ja. Und dann ist der Tag vorbei. Ne? Und dann sitzt man zusammen. Genießt den Wein! Ja, ich meine, ich bin dabei. Maria-Louise lebt vor damit. Fenner ist mit den 16, aber ich bin dabei. Gute Tätung, ja. Hätte bravo. Das Weinfrühstück in Mainz ist sehr beliebt. Da trifft sich Jung und Alt am Rhein, am Dom, in der Innenstadt gefüllt, überall in Mainz und genießt Wein. Ja, das glaube ich sicher. Und da werden wir einfallen, am Samstag in der Früh. Raffi Novarock mit den 16er Burmist. Macht's ein Grillfestel in der buckligen Welt. Ja, das haben wir schon, den Plan haben wir schon gehabt, die Motorrutger. Die Motorrutger, ja. Und das ist dann aufgrund von Terminkollisionen ist das eigentlich dann. Ist das völlig eingeschlafen, ja? Ja. Montag, 3. Juli wäre möglich. Jawohl. Ja, können wir uns erst zusammenreden, ich kann alles leider nur spontan machen jetzt da. Montag, 3. Juli ist bei mir schlecht, da komme ich erst zurück. Ich meine, das gibt ein paar Latschen natürlich, selbstverständlich. Aber wir spielen dann am 4. Nagel in Wien, also da wäre ich gar nicht in der Buchung sein, glaube ich. Hat der Klaus eine neue Frisur? Nein, nur die Haare angeschnitten. Der mit dem wenigsten Promille zahlt. Ja, bravo Christoph. Eine Abenteuerreise. Du, weil ich nicht mit dem Auto fahren muss. Schau die Menge. Ich habe einen gemischten Satz aus einem Automaten an Bord. Ist nicht schlecht. Niederösterreich. So ein Viertel. Schön kühl, alles gut geschmeckt. Halt ein bisschen arg aus dem Pappbecher. Naja. Ja. Eine Abenteuerreise mit den Öffis in die Klause. Ja, das ist eine Abenteuerreise. Das kannst du auch nicht mehr. Daniela Schlegel, das kannst du auch nicht mehr. Warte, wir müssen spielen, wir müssen nicht leider auf andere Gedanken bringen, weil sonst haben wir schon eine Fanreise. Am alles. Nein, mit dem ist ja viel down, aber wirklich, aber allein ich bin für sowas nicht gemacht, diese auch wenn es nicht organisieren ist, aber allein pass auf, als Beispiel, wir haben gehabt das 20-jährige Bühnenjubiläum, nicht? Das haben wir organisiert, also nicht war die Yvonne, gemacht, ja. Die hat das eigentlich gemacht, aber trotzdem, wir waren ja da involviert in das Ganze. Ja, das war ein Wahnsinn, ich meine, hat alles super funktioniert, hat ganz alles klar, und alles, aber für mich nervlich, also wie das vorbei war ich einfach nur froh, weil es vorbei ist, weil das für mich so ein nervlicher Aufwand war. Und das Spülen war das Geringste. Das war das, wo ich mich am besten gefühlt habe, weil da war ich am sichersten. Aber vorher, weißt du, das Chance, also es passt, haben wir eine neue CD rausgebracht gehabt,
Dann hast du schauen müssen, wie machen wir das und wo machen wir dann was mit den Autogramme für die CDs und so weiter. Und es war ja eine mörderisch erfolgreiche Veranstaltung. Ja, absolut. Ja, muss ich wirklich sagen. Mörder erfolgreich, ja. Ganz tolle Geschichte. Aber haben wir gedacht, bist du deppert, das ist wie eine Prüfung. Wenn man auf einer Prüfung, das kriege ich auch die Panik, sofort. Schrecklich. Das muss gar nicht der Schwab. Bei dieser Prüfung werden 3 Akkorde auf der Gitarre angefragt, C, D und G. Also deppen sie, aber wenn ich zu der Prüfung gehe, kannst du sicher sein. Er greift den Gatsch. Nein, das vielleicht nicht, aber dass ich mir wahrscheinlich, wenn es blöd hergeht, vorher wirklich aussaufen, es lauter Panik und Angst und dann in den Gatsch greifen. Möglich. Opa, ich bin da! Das ist schön, wo war denn das schön? Oh, die tun ja. Dann reden wir uns zusammen, ich organisiere, hab da eine Idee, Brauer Tunja. Da pass auf, Leute, da müsst ihr jetzt aber eine haben für die Tunja Androsch. Müsst ihr eine Orgie an rote Achteln, weil ich weiß nicht, was für eine Idee kommt. Aber allein, dass sie sich da schon wieder anbietet, die Arme, hat sie eine Bitte. Eine Orgie an rote Achtel für die Tunja. Allein für die Idee und dass da dahinter ist. Und wir machen da jetzt endlich einmal wieder für die Susanne Boom. Jetzt wird es einmal wieder Zeit, dass wir in Fiaker spielen und euch auch natürlich. Das Fiakerlied. Machen wir dabei und ihr bitte. Rote Achtel für die Tunja. Die hat sich allein schon durch die Idee verdient. Ja, ich fiel 2 halbe Rotten, mein Zegel steht am Graben. Ach so wie die 2 Rotten, werd's nicht bald gesehen haben. Ein Peitschen, na das gibt's nicht, wo ich es nur nicht schlagen. Das höchste war ein Scharwitzer, sonst zerressen's mir den Wohn. Vom Lamm zum Lusthaus Forest, in 12 Minuten hin, da springt man keinen im Galopp, da geht's nur rüber, trupp. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch, dass ich auf Jacker bin. A Kutscher kann a jeder werden, aber vorn, das können sie nur in werden. Mein Stolz ist, ich bin heute ein echtes Werner Kind. A Fiaker, wie man nicht alle dort findet. Mein Blut ist so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin alt Piff, ein echtes Werner Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher und sein Zegel waren alle fest beieinander. Und kommt's einmal zum Anfahren und wär ich dann begraben, ja dann spannt's mir meine Rocken ein und führt's mich über den Graben. Dann lasst's es so laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich bild mir's aus, nur nicht im Schritt, nehmt's mir nicht ein wenig a Kreuzung mit. Das ist ein Muss, das Umziehen in so der letzte Haus. Und die Leute, die sollen's ruhig merken, an Fiaker fieren's hinaus. Und auf mein Grabstein da soll ich stehen, damit's die Leute deutlich sehen. Sei stolz war, war halt ein echtes Werner Kind. A Fiaker, wie man nicht alle dort findet. Sein Blut war so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, war halt ein echtes Werner Kind. Gustav Pick, großartige Nummer, kann man Absolut leibend. Absolut leibend. Und auch wunderbar interpretiert von dir. Dankeschön. Es ist ein Genuss. Es ist ein Genuss. Also, Wie wahr? ja, absolut. Ja, baut mir auf nach dem Tag heute. Na schauen. Na gut, du hast natürlich heute das durchgemacht, was ich auch schon oft durchgemacht habe. Jeder schon einmal von uns sowas, ja. Einfach eigentlich
Ein kleines Teil ist Ein Hieb. kleines Teil ist hin von einem Rollladen und ja, es Der ist, Tag ist der Tag ist drauf. drauf. Um einen Das ist Ersatz dann schon angefangen, das zu zerlegen, das drum, weißt du? Das ist zum Teil vernietet und nicht geschraubt. Und so. Ja. Super. Ja, aber der Klassiker ist ja, wenn ein Tag drauf geht, um ein Teil, ein Völlig Zubehörteil zu fertig. bekommen, dass man dann ja Ja, nicht die auch bekommen immer. hat. Ne? Ja, genau. Ja. Aber es wird kommen. Es ne? wird kommen, es wird kommen. Ja. Wann weiß man halt nicht. Wann weiß man halt Noch meins. Also von dem ist auszugehen, ja. Also, Naja, der Fakt, aber halt im Schlafzimmer ist halt jetzt immer finster den ganzen Tag. So weit ist der Rollbalken offen. Lüften kann ich auch nur durch das dabei, aber oh mein Gott. das reicht, muss reichen. Ja, ist es so, da muss man durch. Da muss man durch. So, und da haben wir schon. Da haben wir schon die Achteln für die Dunja. Die Weltklasse. Bitte schön, der Schluck. Dankeschön, Dankeschön. Nieder. Braucht die Kraft. Schau die Achteln, alle an seine. Ja, so. Jawohl. Schau, die Daniela sagt da. Deine Schläge. Ich habe in meiner Jugendzeit Feste für 300 Personen organisiert. Eine Fanreise geht da im Vorbeigehen. Wirklich wahr? Na, ich weiß nicht. Ein Festel und eine Reise, das ist schon was anderes. Da allein schon, wenn du immer schauen musst, ob du alle beieinander hast. Das Sind ist alle da? Aber ich muss sagen, das ist beim Stromakut also das nicht er macht. Also, Natürlich, dann ist schon klar, aber man ist ja selber dann irgendwie trotzdem, du musst immer von der ne, du musst immer, weißt du, außerputzt sein, weil man ja quasi dann schon eine wie sagt man dann das, eine im Mittelpunkt stehende Person ist. Nicht? Ja. Und jetzt kannst du ja auch nicht zum Beispiel sagen, nicht? Wenn sie in der Früh runterkommen, sie die Leute sagen, freundlich sagen, guten Morgen, kannst du nicht sagen, gescheit. Das kannst du nicht machen. Du musst ja auch freundlich sein. Ich meine, zu euch bin ich ja grundsätzlich gerne freundlich. Ich weiß noch nicht, ob ich in der Früh auch freundlich bin. Ich weiß es nicht. Wenn man auch noch mal eine schon begrüßt. Schönen guten Morgen! Da bin ich schon angefressen. Ne? Oh, was hat der Morgen schön? Ja, der Michael Unger ist arg. Du musst dir vorstellen, bei der Fanreise geht der Wein aus. Nein. Eine Hochzeit von Kanaan wird es bei einer, das kann ich sicher sagen, bei einer Fanreise soll es mir nicht geben. Ihr braucht zum Mitfahren, singen und spielen eure Fans, machen das andere. Ja, das passt, ja. Straßenbahn-Sonderwagen durch Wien wäre was. Also wenn eine Wiener Liedparty war. Ja, aber das ist mir schon wieder zu wenig. Das ist mir zu wenig, wie soll ich sagen? Das ist nichts Besonderes. Erstens einmal in Wien selber spielen ist jetzt kein Fanreise. Ist jetzt kein Das ist kein Ding. Fanreise, Und mit Das Wagen. zählt eigentlich nicht. Und diese Wegen, da kämen, haben wir ein paar Mal schon gemacht, geht nicht. Ungeeignet, ja. Ja, sind zu laut. Vor allem der Triebwagen hinten in den angehängt, dann gegangen sogar, aber im Triebwagen vorne kannst du es vergessen. Die Geräuschkulisse ist derartig laut. Also, Ja, das ist, also es geht nicht. Haben wir schon gehabt, das die funktioniert. Maschine macht dann wieder dort einfach. Das ist Weitgert ist da, ist noch am Hakeln. Servus Weitgert. Servus, grüß dich. Die Saison haben schon in einem Waggon gespielt. Ein paar Mal schon. Ja. Leibens war natürlich Liedschau. Liedschau in der Eisenbahn. Im Sonderzug, ne, mit der Dampflok. Im Dampfer vorn drauf, ja. Aber ich meine, da ist halt auch der Gestudel mehr im Mittelpunkt gestanden, als natürlich die Musik. Die selber. Qualität, sagen wir so. Ja. Ja, apropos Dampflok, dann fahren wir 57 ist dabei. Servus. Servus. Große Freude. Marion Kriegelstein, jawohl. Jawohl, grüß dich. Gundula immer wieder Leihwand hat eine die Achtung, danke der schön. Ein Horrorforschen, jetzt kann ich nicht schlafen, Marilu ist genauer, gell, da der Wein ausgeht. Es würde ja auch eine Party im Weinviertel gehen. Naja, aber das ist ein bisschen gar wenig. Ne? Da hätte man, das war schon die Idee mit der Motorrad. Gell? Ich meine, wir haben auch noch irgendwann, ich meine, wir nicht, aber Ja. das wird sich schon noch machen lassen. Ja. Beim Klang der Herren. Also, schau, dass alle beisammen bleiben, immer denen mit der Fahne folgen. Ja, genau, das ist ja das Schwierige dann, weil wenn alle eine Fahne haben. Ja, das macht nicht ich. Ein verlängertes Wochenende, sagt schon mal die Tunja von. Da kann man schön zu arbeiten, ja. Verlängertes Wochenende ist schon nicht schlecht. Hier noch ein Verschroten, die weit geht. Eine Kreuzfahrt, genau, das war überhaupt was, eine Kreuzfahrt. Bitte nicht über die Reling spammen. Die nautischen Begriffe. Ne? Also, Ja genau, der Matti hat eine Wege. Wenn ich mal am 4 erst rausgehe und dann guten Morgen, geht gar nicht. Die tun ja, lass die Idee mal wirken. Ja, ich glaube auch, das ist aber eine gute Idee. Dann schauen wir so weiter. mit Skifall fahren, ja. Also, Die müssten nur einmal am Abend Gas geben. Ne? Ja, was zum Beispiel auch lustig war, aber gut, ich meine, ich sage jetzt nur, das ist natürlich schwierig da zu
zu timen, aber das war natürlich schon lustig, wenn die Fanreise, wenn man jetzt so will, auch das Wochenende, so, über einen Montag ginge, dann das war natürlich ein Pavlatschen. Ein Live-Pavlatschen. Ein Live-Pavlatschen war schon live. Was die Pavlatschis nicht da sind, der halt will, natürlich auch vor die Kamera kommt. Ja. Das hätte auch schon. Ja. So, und der Patrick, schau vielleicht rein. Weißt du nicht, noch alles dann. Nein, das ist bei mir heute alles ein bisschen langsam. 5 Euro vom Wildcat, Sani und Mutzi senden was vom PC. Wildcat. Danke dir. Grüße an Sani und Mutzi. Liebe Grüße. Unser allerliebsten Wienerlied-affinen Nymphensittiche in Nürnberg. Stimmt das jetzt? Jetzt bin ich schon durcheinander. Ja, jetzt bin ich auch schon durcheinander. Ich glaube. Prost einmal. Die Vögel sind Bayern, glaube ich, das weiß ich noch. Danke, Wildcat, Prost auf dich. Ich glaube Nürnberg sind es. Nein, das war wer andere wieder. Ich weiß nur, ich fahre nach Rheinhessen. Ein Animateur. Ja, der Rest ergibt sich, so schaut's aus. Die Zips machen das regelmäßig. Die Zips. Ah, der Erich Zip und so. Ja, aber die sind auch Organisierer und so. Ich kann das. Die machen so Fanreisen, die machen auch die Schiffsfahrt. Ja, so Fanreisen weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Aber, ja, man, du, wie gesagt. Aber das war lustig natürlich, so ein Pavlatschen. Ein Pavlatschen war schon leer. Ein Pavlatschen vom Schiff, da bin ich wieder sehr am Schiff auch. Naja, du musst ja das Internet haben natürlich. Naja, das ist ja mit dem Satellit. Naja, überleg dir mal, wir sind nach Deutschland mit Zug gefahren, da war halt einmal eine Stunde. Auf jeden Cruiser hast du eigentlich heutzutage nicht wahr? Besser als in der Bahn, das ist sicher sogar. Aber der Acker sagt richtig, eine Live-Pavlatschen geht nur echt in Feinripp. Ja, das war einmalig. Aber die Dunne sagt auch, wenn der Dienstag ein Feiertag ist, hat die Idee seinen Charme. Nicht genau. Da müsste man finden, an Feiertag, an Dienstag-Feiertag, ja, gut, der in Deutschland auch gilt, das ist schwierig, weil die katholischen Feiertage sind ja nur in Süddeutschland in der Regel, glaube ich. Ne? Aber ist ja wurscht. Aber das hat schon das hat einen Reiz. Weißt du, was, wenn man jetzt in einem Hotel bist, sag ich jetzt einmal wo es so ist, wo es so, ja, wir haben das, wir machen von dort, ich meine, in der Pavlatschen wird wahrscheinlich keiner zuschauen, weil die meisten da sind. Aber ist ja wurscht. Aber die Idee war lustig. Und jeder, der will, nicht, geht dann auch da mal, wird vorgestellt, ja. Pavlatschisting Vorstellung. Ja, das ist gut. Es wird schon eine Steiermarker Reise rauf, jawohl. Porscheland. Porscheland ist Stuttgart. In Stuttgart. Die Wildcat ist in Stuttgart? Ja, freilich. Ist ja Stuttgart, oder? Porscheland ist Stuttgart. Betretenes Schweigen. Dortmund. Was ist denn Dortmund? Na, warte mal. Nein, Porsche ist nicht in Stuttgart. Oh ja, Stuttgart ist Porsche. Sermet, das ist Stuttgart. Ja, genau. Nein, aber Porsche doch auch. Das Porsche ist doch Stuttgart. Jetzt müsst ihr uns helfen. Jetzt hängen wir komplett. Bis zum nächsten Ostermontag wird es sich schon ausgehen. Genau. Ja, die tun ja auch noch. Na klar, heuer geht da nichts mehr. Bis 24 geht es nicht. Ja. Aber das ist ja eine super Geschichte. Aber das war doch was. Mit einer Live-Pavlatschen. Also ein richtiger Live. Aber am Skifall hätte ich schon was, nicht? Ja, allein die nautischen Begriffe, die ich dann lernen muss. Nicht? So Backboard, nicht? Das, was der Kapitän immer hat. Nicht? Also, ich verstehe was falsch schon wieder. Backboard? Du musst. Das ist der Backboard. Das habe ich schon verstanden. Oder die Reling. Kojen. Dann machen wir an Land. Das ist schon leibhaftig, nicht? Das gefällt mir. Du willst eine Schiffsreise machen, weil du nautische Begriffe lernen willst? Ja sicher, was ist denn? Machen wir an Land. Muss der Zühn oder was so weiter, oder weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ja, es ist der Patrick. Manchmal macht er mir selber Angst. Möglich, ne? Das ist. Mit den nautischen Begriffen. Porsche und Mercedes sind in Schwabenland, Stuttgart. Na, alles, habe ich gewusst, das ist in Stuttgart. Porscheland ist Gmünd. Harald Handler, bravo. Zuffenhausen. Zwischen Stuttgart und Weissach, sagt die Wildcat. Ja. Ja, aber nicht mehr gewusst. Ja, gut, in Zuffenhausen gibt es ein paar Edelschmieden. Ja, also auch so aber im Porsche, genau. Gründungsort Stuttgart. Reden wir lieber über Himmelsrichtung an Patrick, sagt der Ackerl. Bravo Ackerl. Da kriegst du von mir einen extra Punkt. Beim nächsten Kaffee kriegst du einen extra guten für diese. Soll ich dir sagen, wo meins liegt?
Ja. Nordwestlich von uns. Das könnte sogar stimmen. Das könnte sogar stimmen. Ausgezeichnet. Na gut, pass auf. Stuttgarter Lied haben wir ganz. Stuttgart, ja. Schifferlied haben wir auch ganz. Das ist ganz. Ich habe doch der Busreise, weißt du, durch die Deutschen. Oder da gibt es ja so Schiffsreisen. Mosel, Rhein, Main, Donau und so. Ja. Gibt's alles, ja. So eine Moselfahrt oder so. Ja. Das war schon leibend durch Weingebiete. An der Morgenei vorbei, nicht? Ja. Ich meine, es wird an jedem wurscht, wenn wir unten sitzen saufen, aber es ist ja trotzdem, ne? Ich bin nur bei Busreisen dabei, Bravo. Schiff geht nicht, bin schon auf der Titanic-Sturm. Jawohl, Bravo tun ja. Aber tun ja. Na, Schiff halte ich auch für ein bisschen schwierig. Hat einem linken Nachbarn einen auf die linke Backe und die Backe, die dann rot wird, ist Backbord. Ja. Marion Gregelstein. Ich glaube nicht, dass du hilfreich bist. Aber ich kann es mir ohne Backbord ist links und Ja. Steuerbord ist rechts. Das Steuerbord, dazu habe ich mir das gemerkt. Das steht der Eselsbrücke. Ja. Das R. Steuer. Ja. Nein, ich glaube, das habe ich als Kind auch so gelernt. Ja. Sowieso gelernt, das das R. ja, Das ist das richtig. ist Aber ich hab da nie ein Problem Sehen, gehabt, ja, muss ja. ich sagen. Backbord, Steuerbord habe ich nie ein Problem gehabt. Ja. Patrick, musst schauen. Musst schauen. Finger heben. Ich 5 hab noch Euro nichts. von Harald Hunter. Jetzt ist da. Klasse. Harald Hunter. Normal geht's bei mir Wir haben schnell. noch gar keinen Glaselschäberer für die Wildcat gemacht. Oh ja, haben wir gemacht. Einen Glaselschäberer Nein. nicht? Nein. Zuerst Harald, Geduld. Jetzt haben wir für die Wildcat noch mehr einen Glaselschäberer. Dank der Wildcat. Danke. Harald Hunter und jetzt natürlich für die. Dank der Firma für deinen Schmattes. Jawohl. Der ist wirklich sehr gut. Schmeckt mir wirklich sehr gut. Ach, wie schön ist es am Rhein. Ja, genau. Da kann ich das dann spielen. Der Oliver hat mir das, mein Bruder hat mir das auch schon geschickt natürlich. Kannst dann singen, warum ist es am Rhein? Am Rhein ist es schön. Ja, warum ist es am Rhein? So hat einer gesagt Du zum passt Patrick. so auch hin. Ne? Hat einer gesagt, der Deutsche einer hat gesagt zum Patrick, was so richtig so schon fordernd. Spielen Sie mal, warum ist es am Rhein so schön? Und der Patrick hat gesagt, charmant wie er ist. Natürlich. Vorher mal, dann war's das. Nicht? Und jetzt fahre ich an den Rhein. Schön. Das gefällt mir. Ja, na bin ich da neidig. Wird sicher leid, bin gespannt und freue mich schon auf Leider deine nur sehr Erzählungen. kurz, ich hätte gern länger, Ja. aber das geht sich nicht aus, weil die Pavlatschen da ist schon und das Ja. ist leider. Und Gott sei Dank haben wir ein bisschen zum Spülen. Gott sei Dank, ja. Ja, es ist sehr zart, aber Mitte Juli war es dann gegangen, aber da hätte ich ein bisschen länger noch ein Fenster gehabt, aber da kommen noch Termine vielleicht rein. Ja, ich hoffe doch, Oder ich zu hoffe doch. kurzfristig geht es vielleicht nicht. Nutze ich die Chance und schreibe den Klaus noch mitten in der Nacht, nachdem die Gundula und ich das gestern am Abend geboren haben. nein, du. Früher, da ist eigentlich nichts. Also, Tadel. ich danke dir auch. Also, Du, ich habe nichts gemacht. Also, ich lade ja nicht ein drauf oder was. Gott. Gegenteil, ich werde die Geschenke erwartet, ja Gastgeschenke, dann wenn ich komme. Ja, eben, das natürlich. Entschädigungen. Kofferraum. In der Zeit hätte man spielen können. Da hätte ich, weiß ich, wie viel Geld verdienen können. Und du bist auf Urlaub, auf Läppschi. Du musst schadlos halten. Musst du. Gell, sollte gar was reinkommen, muss dann Substituten nehmen. Genau. Fanreise mit Zeissalwagen. Genau. Eine das gute ist gut. Idee. Wir Fischwurst und lustig in früheren Jahren sind Werner am Sonntag aufs Landlasse gefahren. Kein Rad oder Pfiff und kein Stand von Benzin, kein Mensch und kein Viecherl wohin. Am Seisenwagen war die ganze Bande dran. Zum Essen haben sie mit für den Kriegsproviant. Zum Aufladen haben's braucht man noch fast eine Stunde. Familie samt die Katzen und die Hund. Zuerst der Hausherr kniff Frau, dann der Gradl trug ein Plan. Seine bessere Hälfte auch, dann der Bierversüberer Schlauch. Hase Leute war dabei, Kinderstucker, Zähne gleich. Der Friseurkniff von Brigitte hängt am Trittbrett wie ein Schneck. Am Poker mit der Riebisel Nosen sitzt vorn der Herr Hofmusikant. Der tut auf sein Brustherdl bloßen ein Liedl, das jedem bekannt. Ja, aber
Ein Schuldenschein, aber heute, da gibt's a Garde und da wird's gemütlich sein, mal da gibt's a Garde und da wird's gemütlich sein. Jawohl. Gut, habe ich schon lange nicht gespielt, aber Blausch, das war jetzt ein guter Einwurf von dem Was ist das? Wurst. Gerd Scherer war das. Gerade ist meine Verbindung weg, die Maggie. Naja, das ja. Da wird er wieder Tunnel sein. Also ein Tunnel. Ein Tunnel, versteht ja jeder. Nicht? Das ist Tunnel. Schau die Achteltage. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. So betrunken bin. Entschuldigung, 6 hätte ich schon wieder Schön vorbei begangen. Ja. Pass auf, wir machen eine Premiere. Jetzt eine Premiere. Kennen wir noch nicht so ganz, sowieso wurscht, wir sind ja unter uns. Aber, weil ich habe gelesen, irgendwas gibt es ja da jetzt von der NASA, also eine eigene Kommission oder irgendwas, die jetzt diese Untertassengeschichte, ne? Sagen wir generell, einfach UFO. unidentifiziert. Ja. Unidentifizierte Flugobjekte. Sag's nochmal. Offiziell jetzt. Sag's nochmal. Unidentifizierte Flugobjekte. Nein. Unidentifizierte Flugobjekte. Man hat das Sprechen gelernt. Ist ja so grau, aber ich gelernt. Ja, das stimmt. Aber und es ist ja so, der Wiener hat sich schon längst mit extraterrestrischem Leben befasst. In dem Fall ja Roland Neuwirth. Und es ist jetzt so, wenn der Wiener sich mit einem solchen Thema beschäftigt, dann natürlich nur im Zusammenhang mit Wein. Natürlich. Und das kann man jetzt sagen, das ist eigentlich ein Weinlied, aber auch eben die Beschäftigung mit Außerirdischen. Ne? Und das spielen wir euch jetzt einmal vor. Und wir werden es schon zusammenbringen. Ist eine Premiere da, aber weil wir haben jetzt gespielt beim Geburtstag, da hat sich das gewünscht und gesagt, na, wir schauen uns das an. Wir hätten es uns lernen sollen statt anschauen, aber ist ja wurscht, nicht? Das hat auch funktioniert. Das machen wir rechts, man legt es unter den Kopf. Genau, Uhudler-Dudler von Roland Neuwirth. Bist du bereit? Bin bereit. Gestern trampt man ehrlich, ein Ufer groß und gefährlich, ist er mitten in der Zahl der großen Gland. Steht da sein grünes Mandel und er wachelt mit seinem Handel und sagt erst, Freunde, ihr da schon 2 Lichtjahre umeinander. In unserer Galaxis, da fehlt uns halt die Praxis, da wächst kein gutes Trepferl weit und breit. Mein Durst ist mehr als riesig, ich geb keine Ruhe, jetzt bis ich eine Weidel gefunden hab in der goldenen Zeit, da sag ich das seh ich ob feine in der Untertatzel saß mir auf ein Wein. Grüner Wildliner, Gewürztraminer, zerweigelt noch unter blauer Burgunder, dann hinten dran ein Pinot Blanc, Muscatotto, den lass ma auch nicht stehen. Ein nicht zu süßer, ein Portugieser und dann ein alter Rieslinger kalter und zum Schluss ein Trieberstrahler, der muss auch noch her. Ein Achterl und lass uns weiß ich leider kein weiterer mehr. Hallo, der Rittolio, die Rittolio, oder, ein Dudler für ein Udler, wir dudeln alles leer. Hallo, der
das Samantha, das schickt eine, die ganzen guten Weine, die Leute, sie glauben, sie spinnen und sie brüllen. Wir sehen normalerweise im Frühjahr Schwässe Mäse, jetzt sehen wir plötzlich Marsmenschen und die sind grün. Unser Wölfe waren ja praktisch, schon sehr intergalaktisch, quasi Sternhagel voll zugeschickt alle zusammen. Dann sagt es Samantha nicht wahr, wir sehen uns in 2 Lichtjahren, wann ich dann lang genug nicht war, aber jetzt Papa und sie ist davon. Mit einem Hallo rasiert er bei 2 Rauchfänger und ist ein Punkt nur noch. Grüne Weltline, Gewürztramine und dann ein alter Riesling, ein kalter, dann hinten dran ein Pinot Blanc, ein Muscadet und den lassen wir auch nicht stehen. Ein nicht zu süßer, ein Portugieser, ein Zweigen und ein blauer Burgunder und zum Schluss ein Trieberstrahler, der muss auch her. Ein Achterl, sonst weiß ich leider kein weiterer mehr. Holo, der Rittolio, die Rittolio, Holo, ein Dudel für ein Udler, wir dudeln alles leer. Holo, der Rittolio, die Rittolio, Holo, ein Udler, was will der Mensch noch mehr? Wird schon werden, nicht? Aber wir haben. Die Nummer ist erkannt. Was anderes, die Nummer ist erkannt. So weit können wir schon. Haut hin. Udler, Dudler. Ja, Achteln fallen da rein, meine Lieben. Jawohl. Wir sind auf der Insel der Hand, das kann ich nicht drauf. Udler, Dudler, da schau die Achteln. Den Neuen seine Lieder gefallen mir, bravo mega, ja. Wenn mir gar nicht auffällt, wenn du das nicht gesagt hast, der 39. an Weihnachten. Achso, Geburtstag, ja. Weihnachten soll noch ganz lange dauern. Ich will jetzt im Sommer. Naja, schauen wir mal. Ich freue mich auch. Vielleicht kommt er, man. An sich müsste der schon lange da sein. Nicht? Die Frühtemperatur morgen in der Früh 8 Grad in Eibistal. Ja, Klimawandel, ist ganz klar, ganz klar. Erhitzen, Trockenheit, Hitze. Greenpeace spricht ja nicht mehr von Erderwärmung, bereits in diesen Werbespots, was ich da auf YouTube immer kriege, von Erderhitzung. Also ja, na klar, das ist Panik. 100 Grad Wasser. Natürlich, ja, jetzt. Weil, lassen wir das. jetzt hat es geringt. Trinken wir lieber einen Schluck. Das ist Jawohl. Prost. Er wackelt. Nachdem in dem Lied so viele Weinsorten vorkommen, trinkt er von trocken zu fruchtig oder besser umgekehrt? Trocken, mit trocken fängst du immer an. Mit trocken ist immer besser anzufangen und dann hin zu den lieblichen gehend, ja. Immer sehr, trocken ist immer trocken und leicht fängst du an, dann wirst du immer schwerer. So, ich blende einmal ein, Schmattes für die Musik, nur als Hinweis, sodass sich jeder einen Reim darum machen kann. Daraus, meine ich. Ne? Und lass es einmal wirken. Vielleicht kann man das thematisch ein bisschen unterstützen, mit Pink Floyd zum Beispiel. Ist das Schönste auf der Welt, wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringen wir's an. Edelgans, Landenfisch, müssen rennen über den Tisch.
ein Champagner noch dazu und dann dran bis in der Früh. Wenn ich ein Götter bin, ich Kaiser, da reise ich Bahn aus, was sein muss heißen. Doch wenn ich Stier bin und nicht verdraht, dann sag ich Madel, du bist fette Fahrt. Wenn ich ein Götter bin, die Wirten, die größten Schneurer und auch die Nierten. Aber wenn ich kann, so bleib ich daheim. Bei meinem Weiberl und Gradian. Ich glaub, mein Erbter, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Red schon im Schuh, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Ja, hoi! So schaut's aus, ja. Und quasi Werbeentscheidung für den Schmattis, dann kann ich es gleich wieder ausblinken. Auch, ja, der Sommer ist schon vorbei, das Gefühl ist, ich glitsche da. Geht alles so schnell. Glaubst du, schon vorbei ist? Bum, aber da muss ich aber unbedingt einen Fetzen gehabt haben, dass ich den versammelt habe. Was so, Patrick? Jetzt funktioniert es bei mir schnell. Da steht schneller bei dir. Ich hab das neu gestartet. Der Christoph Acker fragt 2 € hat eine, weil ich anscheinend mein Gold nicht, Zahngold nicht wollte. So, ja, das haben wir uns beim Tagesschlag wieder gedacht, das ist ja bravo. Ui, Patrick Nummer. Ja. Vom Erfried, 1191. Grüße nach Wien aus dem Exil. Bravo Erfried, danke schön. Jetzt nur gut, müssen wir zuerst einmal, wir trinken natürlich für auf am Ackerl extra, ist ganz klar. Zuerst einmal auf dem Ackerl. Dankeschön. Erfried? Erfried, danke. Weltklasse. Weltklasse. Gut. Das ist so leibend als Wiener Musiker, weil im Prinzip es gibt so viele Gelegenheiten, Möglichkeiten, Situationen, wo wir zum Glas greifen können. Und das quasi, beruflich erfordert. Ergo Biba. Ergo Bibamus. So einfach geht das. Wo wir wieder in Deutschland waren, ne? Johann Wolfgang von Goethe. Ergo Bibamus habe ich in der Schule. In der Schule haben wir ein Gedicht analysieren müssen. Ne? Also öfters. Nicht? Und dann hat der Deutsche gesagt, und wir können uns das aussuchen. Nicht? Das ist eine freie Wahl. Und ich habe genommen von Johann Wolfgang von Goethe. Nicht? Da haben wir gedacht, nehmen wir Goethe, ein Trinkgedicht. Und da habe ich Ergo Bibamus genommen. Das hat mir ist nicht taugt. Gefällt mir bis heute. Bis heute. Gibt es als Lied auch? Also das wurde ja vertont. Da ist ja alles steckt da drinnen eigentlich. Ich weiß gar nicht so, aber also Ergo Bibamus für die Nicht-Lateiner, also für uns zum Beispiel, also lasst uns trinken. Ne? Das ist immer der, quasi der Aufruf zum Schluss der Strophe. Ergo Bibamus. Und ich weiß auch nicht mehr auswendig, ich nicht kennen mehr, aber heute sind wir versammelt zu lieblichem Tun oder löblichem Tun. Drum Brüderchen, Ergo Bibamus. Die Gläser, sie klingen, Gespräche, sie ruhen. Drum immer aufs Neue Bibamus. Was heißt noch ein altes, ein künftiges Wort? Tüchtiges Wort. Es heißt zum Alten und leistet uns fort. Da verliert dich ein Wort. Ja, aber warte, wie geht das? Da geht es ja dann um irgendwas mit dem Madel, das nicht ist, und trinken wir halt. Ich habe ein freundliches Liebchen gesehen, da dachte ich mir, Ergo Bibamus. Ich nahte ihr traulich, da ließ sie mich stehen. Ich dachte mir, Ergo Bibamus. Und wenn auch das Herz
vom Weibe sich schmorgt, na, so bleibt doch immer für den Heiteren. Ich kann es nicht mehr, aber auf jeden Fall ist, wenn man gedacht, schau, der Goethe, nicht? Der hat das. war nicht voll die Jugendzeit. Ja, genau, ja, genau. Aber mir hat das viel gedacht, der Goethe schreibt doch immer noch, also lass uns trinken. Und das ist ja dann auch irgendwie am Schluss, dann war dieser, in der letzten Strophe irgendwas, ist wieder alt, nein, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall geht es dann halt immer, nicht? Das ist die alltäglichen Lebenssituationen immer Ärger. Es muss immer trinken werden. Lasst uns trinken. Lasst uns trinken. Das hat mich sehr beeindruckt. Und das habe ich natürlich vorgetragen, also nicht vor, das musste man analysieren. Und die Analyse war natürlich nicht so gut, also nicht im Sinne der Literatur. Ausbildung sozusagen im Gymnasium, das war ein bisschen oberflächlich, aber wurscht, aber es war positiv, also sagen wir es so. Aber es war echt leibend. Hast du den Gallas gehabt, oder? Nein, ein Lanzl. Lanzl, ja genau. Flasche gesponsert und trinken, wenn Geld ins Börsel kommt. Ein hartes Leben, ja. Nein, wirklich. Ich meine, das müsstest du ja wirklich noch zur Perfektion treiben. Also so, dass man wirklich ein Leben geht, nein, davon. Also nur von dem. Aber Ergo Pidamus, mein Lieber, ich fahre nach Mainz, in die Weinhauptstadt Deutschlands. Bravo, bravo. Und weil die trinken auch in guten Maßen dort. Da gibt es einen Schoppen. Wunderlich wird man das gleich bestätigen. 0,4 Liter Wein. Aber naja, sicher. Quasi ein ein Schwachskriegel Wein, ne? Haben wir gleich. So, schau, der Raffi, 5 Euro überwiesen. Bravo, Raffi, danke schön. Raffi, einmalig. Goldene vom Taschel ist der Beste, beim nächsten Mal nehmen wir Flaschen mit für den Montag. Bravo, Marie-Louise. Bravo, ja, das ist gut, ja. Beim Klang der Hörner, also Käse, ja. Das war wohl der Goethe Sturm- und Drangzeit. Ich nehme es einmal an, ich weiß nicht, von wann der Text, aber absolut leibend. Ja, bei der Messe sagt er auch, genau, lasst uns trinken. Nein, lasst uns essen und trinken, ja. Ja. Ja, da hat das Essen schon dabei. Das Essen auch dabei. Das ist erst einmal eine Unterlage. Ja, aber so von diesen, Jesus war nicht dumm, nicht? Ja, nein. Das war das erste Wunder, das allererste Wunder, was Jesus bewirkt hat, war Wasser in Wein zu verwandeln. Das habe ich auch gelernt in der Schule. Nicht? Religion war aber so in Alles andere ist dann erst viel später gekommen. Ja, aber das erste Wunder, mit dem Jesus in der Bibel erwähnt wird, das erste Wunder, was er gemacht hat, war Wasser in Wein zu verwandeln. Und die Maria hat zu ihm gesagt, die Maria war eine gute Mutter, sagt erst, Herr, sie hat gesagt, Herr, also in der Bibel, Herr, Sie haben keinen Wein mehr. Oder halt so. Und dann quasi der Jesus sagt, was soll ich jetzt machen? Ne? Was soll ich jetzt machen? Und er sagt, mach. Und ich sag, was soll ich tun? Was kann ich gar nicht herzaubern? Ne? Ich sag, besinne dich quasi nicht, deiner Göttlichkeit und check an Wein. Mach, nicht? Ja, und das ist schon gegangen. Der Wein, die Hochzeit von Kanaan. Das erste Wunder. Und das musst du dir vorstellen, weil ich glaube auch deswegen hat sich ja diese Religion so lang gehalten, weil sie gründet einfach wirklich auf den Fundamenten der Welt. Ne? Das ist halt, beim Islam hast du den Tee. Ne? Das ist jetzt nicht so, ich meine, die halten auch schon lang. Ne? Islam hält auch schon lang. Halt auch schon lang. Judentum sowieso, nicht? Judentum, die trinken den Wein auch. Ja, klar, ne? Ja, klar. Ne? Das, die haben angefangen. Ne? Wobei ursprünglich im Islam der Wein ja auch nicht verboten war. Das ist ja alles im Laufe der Zeit. Wirklich? Ich weiß nicht. Den Ist das Saufen. Ja gut, die saufen heute auch noch, aber so wieder laut Koran oder was, glaube ich. Ich glaube nicht, die haben das nicht gehabt, glaube ich. Die Araber so schon, so im Orient, da hat es schon. Die Iraner so. Schnaps. Da kommt der Wein her, nicht? Das ist ja Persien. Ja, Sagen sie. Die persischen Freunde. Ja, was die Perser nicht erfunden haben, die Ungarn erfunden. Die Ungarn erfunden, ja genau. Ja, das hat sich geeinigt, habe ich gesagt. Das ist sehr lustig immer so mit Kevan und Co. Wo schaut der Rudi Korbes? Rudi Korbes ist da. Was sagt er? Goethe war sehr am Islam interessiert, ist aber nie übergetreten, weil er gern was piepelt hat. Ja, ja gut, das. Gaudia Musik, du Egici, diese Babis. Der Klassiker. Klassiker natürlich. Jesus war ein richtiger Influencer, der hat gewusst, wie man Follower bekommt. Absolut richtig. Stimmt. Das ist damals. Stimmt. Kommen mehr junge Leute auch zu euren Konzerten, Raffi? Naja, zunehmend, ja. Ist schon. Es ist nicht mehr so wie früher.
Das letzte Mal beim Taschler ein gutes Beispiel. Genau, ja, stimmt. Sehr junge da war. Ja. Sehr junge sogar. Ja. Und unsere Generation, dann wird auch immer mehr klar. Absolut, ja. Ja. Also es wird schon. Ja. Juvenes dum sumus, post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, Jetzt schaut's, was? Braucht's nicht glauben. Aber wann nicht von der Jugendzeit, sage ich dann. Ja. Das ist auch schönes Lied. Also überhaupt dieses deutsche Volkslied. Das deutsche Volkslied, ja. Habe ich immer sehr geschehen. Ich finde es sehr schade, dass das so dass das so bespuckt wird, weil die Nazis Nazis so wachsen, viel von denen verwendet haben. Ja, logisch, weil nicht Deutsche. Nicht? Weil nicht Deutsche, ne? Ding, nicht? Die ganzen Eichendorff-Texte und so. Ja. Herrlich. Großartige. Oder wir haben da bei der alten Donau haben wir die Viktor Scheffel. Viktor Scheffel, ja. Das war der schwarze Walfisch zu Askalon. Askalon, großartig. Im schwarzen Walfisch zu Askalon. Da trank ein Mann 3 Tage, bis das der steif wie ein Besenstiel am Marmortische lag. Das ist doch tiefgründige Poesie. Jetzt, Mir geht schon wieder viel besser. müssen wir direkt einmal eine Sondersendung machen. Jetzt interpretieren deutsches Volkslied. Deutsche Trinklieder. Die Lindenwirtin und so. Ja, oder im kühlen Keller sitze ich hier. Ne? Oder im tiefen Mario Keller. im tiefen Keller. Übrigens, der Mariato Paradenummer war ja das vom Rudi Schaub. Vom Schaub, ja. Im tiefen Keller sitze ich hier. Na, Weltklasse. Das ist echt schade. Und dieses Kulturgut gehört eigentlich. Und gehört eigentlich mehr unterstützt oder gefördert. Weil aber wünscht sich sowas ja nicht beim Heim. Ja, nein, da bin ich hakelig. Ja, damit können sie auch gar nicht so viel spielen. Aber du hast nämlich, weil es ja eigentlich übergreifend ist, das ist ja eigentlich deutschsprachig, also das ist ja wirklich deutsches. Ich weiß da muss man aufpassen. Aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Ja. Das ist wirklich deutsches Volkslied eigentlich. Weil es eben nicht jetzt so wie Wiener Lied oder Tiroler Lied oder was jetzt so ist. Nicht so regional ist. Spezial, auch nicht in Mundart, sondern in Hochdeutsch. Ja. Eigentlich? In der Regel, ja. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ja, aber der Großteil ist in Dings, ja. Aber das andere ist schon wieder lokal begrenzt eigentlich. Genau. Aber da gibt es schon, ne? Da gibt es schon. Aber eben, ja, was der Schiller, Goethe, Eichendorff und da natürlich. Nein, es ist alle. Also da gibt es schon leibende Sachen. Muss ich wirklich sagen. Die Hochzeit zu Kana. Was habe ich denn gesagt? Von Kana? Von hat er gesagt. Ja, und du hast gesagt, aber zu Kana. Na, Kana. Mit 2 A, mit 2 A, oder? Kana, ja, genau. Die Hochzeit zu Kana. Habe ich gesagt, die Hochzeit von Kana. Kann ja nicht sein, Völler. So, der Georgscheirer Mannschaft in Shiraz. Ja, da sind wir schon bei den Berser. Ganz genau. Genau, so ist es. Ja. Bier her oder ich fahre um Spaziergang. Der Bierlieder natürlich sowieso ohne Ende. Ohne Ende. Und da gibt es ja, da findest du immer wieder so alte Fotos, so Fotografien, was weiß ich, von Gesellschaften, Kegelverein, Feuerwehr, Studenten, Werksbelegschaft. Lieder dafür. Ja, was es ist. Und da hast du immer gehabt, oder oft war das Motiv, da ist einer auf einem Fassel gesessen, auf dem Fass, wo er mit Kreide draufgeschrieben, Paragraph 11. Und das stammt aus einem alten Zechrecht. Ja, das alte deutsche Zechrecht, irgendwo aus dem 16. Jahrhundert. Ja, so 16. bis 17. Jahrhundert. Das alte Zechrecht. Und da gibt es in Paragraph 11, und ich habe keine Ahnung, was das Zechrecht an sich ist, wo das jetzt her, das weiß ich jetzt nicht, aber das hat es immer gegeben, das ist Zechrecht. Ich bin überzeugt, das kommt aus dem Bergbau wahrscheinlich, weil Zechrecht, das Zechen kommt ja auch von der Zech, also das kann sein. Viele Ausdrücke kommen, diese Geschichte, ja. Aber Kumpel und so weiter. Aber da gibt es in 2 Paragraphen, die haben wir gemerkt. Das ist das eine Paragraph 11, weil das wirklich oft ist. So auf alten Fotografien, eben wie gesagt, ob das Werksbelegschaft, Feuerwehr, Jagdverein, wurscht wer, alle haben auf irgendeiner Seite auf einem Fasel Paragraph 11. Und der Paragraph 11 bezieht sich immer auf das deutsche Zechrecht und der besagt, es wird fortgetrunken. Das ist der Paragraph, das ist ein Gesetz. Und dann gibt es den Paragraph 111. Ja, das ist mein Liebling. Männer, die Alten tranken immer noch eines, ehe sie gingen. Fritzl, das ist unser Paragraph. Fritzl-Status, das ist unser Paragraph. Die Alten tranken immer noch eines, ehe sie gingen. Ja. Altes Zechrecht, müssen wir uns dran halten, ganz klar.
Das ist ein Wahnsinn. Der Kanaan heißt's. Kanaan, genau, mit 2 auf jeden Fall. Kanaan. Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wäre, dann möchte ich so gerne ein Fischlein sein. Wie könnte ich dann saufen, bräuchte keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater Rhein wird niemals leer. Gundula, wir werden einen Riesenspaß haben. Das ist das Äquivalent zu bei uns. Nicht nur beim Trinken, aber wir werden überhaupt ein Theater haben wir zwar. Aber der Text ist äquivalent zu uns, wenn der Wein in der Gumpitzkirchner Regen, wenn der Regen ein Gumpitzkirchner wäre. Lauter Gumpitzkirchner wäre. Genau, ja. Ja, Wahnsinn. Jawohl. Gerade fand ich im Internet sowohl Kana als auch AA Kanaan. Ja, nein, also das ist schon Kana. Hochzeit zu Kana. Das erste Wunder. Bitte, Wasser in Wein. Das ist. Aber da gibt es ein schönes neues Lied auch vom Hodiner Karl, der hat das interpretiert. Das heißt, wann der Himmel über Wien. Schlägt auch in diese. Nein, aber noch mit Wein nichts tun. Aus Papier wäre. Das ist ein Text aber vom HC Hartmann. Aber das Bier kommt vor. Ja. Und der Stephansdom von Wien ein Fass Bier. Also die ganze alte Stadt ein Grammophon. Ja, da. Und denen wir alle am Mutz drum vergnügen. Und denen uns alle im Walzertakt wiegen. Das haben wir sogar gespielt, einmal ganz vor 30 Jahren. Das sind einmal angeschaut. Verjuxen die Oper und das Burgtheater, versaufen den Kaiser, Schönbrunn und den Bruder. Wenn der Himmel über Wien aus Papier wird, dann sind wir alle miteinander den Himmel an. Aber der Text ist von HC Hartmann. Ja. Einer der 2 Hartmanns, ja, die der Karl richtig vertont hat, ja. Wohl aus dem Bergbau, Markus Bristol. Ich bin überzeugt, dass das aus dem Bergbau kommt, das Zechrecht. Das Zechrecht, das kann schon sein. Genauso wie man jetzt sagt, das ist ein Kumpel, ne? Das kommt ja. Von daher. Viele so raus. Ja, du hast sehr viel in dieser deutschen Kulturgeschichte, hast du sehr viel Bergbau, absolut, ja. Studenten und Handwerk. Und Handwerk, ja. Die Zünfte, die ganzen Zunftgeschichten. Die ganzen Zunftgeschichten. Ja. Und da kennen die Studenten dazu. Deswegen habe ich ja, nicht wenn du sagst, die Burschenschaften, die Fechter oder was, deswegen hast du ja, die Studenten haben ja deswegen diesen Zugang mit den Klingen. Übrigens, das teilen sie sich ausschließlich nur mit den Druckern. Ja. Weil das war so. Jetzt muss ich das erzählen. Bitte dazu jetzt muss ich natürlich meine volkskundliche Ader auspacken. Hurz zu. Dann spielen wir gleich wieder was. Aber es ist ja so, dass die Handwerker und Studenten und also Handwerker, Studenten waren ja fahrende Leute, ne? Die waren ja unterwegs, die haben ja nicht wo gewohnt, sondern die haben wo gewohnt und gearbeitet und dann, wenn das gemacht war, dann sind sie weitergezogen. Und das Reisen war natürlich sehr gefährlich. Und auch jeder Handwerker hat ja Waffen bei sich gehabt, nämlich in Form ihrer Werkzeuge. Nicht? Ein Hammer, ein Schaufel, ein Meißel, was auch immer. Also die waren bewaffnet. Eine Axt. Eine Axt, genau. Nicht? Ja, also jeder hat irgendwas als Verteidigung gehabt. Nur die Drucker nicht, weil Drucker haben halt, nicht, die haben also. Die Matrizen immer da die hat er nicht mit eigentlich gehabt. Ja, das war immer in den Werkstätten. Genau, also der Drucker hat jetzt keine Waffen gehabt und Studenten. Und die Drucker und die Studenten waren auch unterwegs und die haben dann gesagt, erstens ist es gefährlich, wir müssen uns verteidigen dürfen. Und bis dahin war, ich weiß nicht wann das war, aber ich rede jetzt auch wieder vom 18. Jahrhundert. Ja. 17. und 18. Jahrhundert. Und 18. Das war der ich glaube auch, das war eher 18. Jahrhundert gewesen. Und das war nur, also Waffen durften ja nur Aristokratie. Und halt Leute, denen es halt genehmigt wurde vom jeweiligen Herrscher, dem Herzog oder was weiß ich was. Und die Studenten und die Drucker haben gesagt, wir sind unbewaffnet. Wie sollen wir uns verteidigen? Wie sollen wir uns verteidigen? Und deswegen wurde es ihnen dann zugestanden, dass sie eben Waffen tragen dürfen, sprich einen Degen, Säbel, Schläger, wie auch immer. Und so kam es eben, nicht, dass in der Studentengeschichte sozusagen, dass die Studenten eben dann die Klinge gehabt haben, was in weiterer Folge dann wichtig war, Lützowsches Freikorps und dergleichen. Genau. Nicht? Also die Revolutionen in Deutschland, weil natürlich die Studenten dadurch auch entsprechende Soldaten stellen konnten, ne, bei diesen Freikorps. Die konnten umgehen mit der Waffe schon. Die haben nichts gemacht. Die haben sonst nichts gemacht. Ne? Die haben nicht viel studiert, die haben gesoffen und gefochten. Ne? Man fecht durchs Land, nicht? Ist ja so gekommen. Man fecht durchs Land. Durchs Land fechten ist ja von da gekommen auch, von der Geschichte. Ne? Und als einziger Handwerksgilde noch die Drucker. Die Drucker, ja. Die haben auch. Und die haben auch also dann die Klinge bei sich tragen dürfen, weil sie eben keine Waffen gehabt haben. Also hat so mancher Drucker noch immer zu Hause auch oder in der Werkstatt.
Ja, es gehört auch irgendwie zu den Zunftgeschichten und dem Couchen und so. Wirst du auch, glaube ich, mit der flachen Seite von der Seite und dann müsst schlagen oder was weiß ich was. Genau. Also auf jeden Fall, ich finde das irrsinnig spannend. Bitte in der Schule nicht mehr, heute in der Leiserstraße. Naja, gut, in der Schule. Haben sie seit ein paar Jahren verboten. Nein, kann man nicht machen. Das ist aber arme Geschrauber. Nur wenn man da denkt, wo energetisch, was da passiert mit jemandem mit Druckerei, da hängt ja was dahinter. Das ist ja Ritual. Ne? Das ist ja was. Das ist ja wichtig sowas. Das ist wichtig. Aber ja, wird schon wieder kommen. Jetzt kriegen wir halt leider Generationen, die, glaube ich, ein bisschen wirklich wahllos, wie sagt man da, so wohlstandsverwahrlost und verweichlicht durch und durch sind. Das ist leider ein Problem, aber die nächsten werden schon wieder her. Ballonfahrt bei der ersten, dass du deinen eigenen Namen bekommst. Genau, ja. Und die Locke verbrannt wird. Ja, das sind wichtig. Das ist alles Mögliche. Das ist schon so. Okay, schwierig, muss man mit dem Bord abbrennen. Ne? Das geht auch, aber... Mir gefallen diese Sachen schon. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Diese Rite de Passage, sagt man in der Wissenschaft, diese Übergänge, dieser Übertritt, oder so wie es früher war. Nicht? Wenn der Großvater, mein Bruder hat der Großvater noch tatsächlich zum 16. Geburtstag eine Zigarette und ein Bier eingestellt. Da sei mein Bruder ganz stolz. Damals mit 16 der Tommy, die Cheek, da gleich schlecht geworden. Das Bier ist ihm auch gleich schlecht. Das war natürlich. Ja, das ist so gern, der passt, ja, genau. Ja, das war, aber ich finde das ich finde schon, dass das heute so dermaßen. Naja, auf jeden Fall, das war jetzt ein bisschen der Bildungsauftrag, den wir uns selbst auferlegt haben, haben wir euch hiermit näher gebracht. Bin kein Lateiner, ich habe gelernt, dass es heißt, darum feiern wir, dass wir jung sind. Matthias Gerald, jawohl. Ja, na, wie gesagt, also ich rede ja noch von Gaudeamus, ne? Gaudeamus, das ist eine Weltnummer. Und so auch ein wichtiges Lied einfach in unserer westlichen Welt. Ne? Wieder überall in der westlichen Welt, an den Universitäten wird das überall gepflegt, zitiert, gesungen, wie auch immer man sagen will. Ja. Gibt es ja sonst auch Stanzerl, wenn es regnet, dann lass es nicht aufhören oder so? Nein, es geht anders. Schau, wieder was gelernt, sagt die Glitsche diese Bauer, also zum Megabemen. Klaus, habt ihr ein Bild vom Hodiner? Ah, ja, die ein paar Reproduktionen hoch. Mein Munkelein hat ein paar Drucke vor allem. Ja. Einen Hammer zu einschlagenden Stock um Eisen, ja genau. Der Geselle wurde wehrhaft gemacht, sagt der Markus Bristoni. Also wurde denen das Werkzeug überreicht, um sich auch gegen Angriffe wehren zu können. Bravo, Markus Bristoni. Ja, genau. Der wurde wehrhaft gemacht, genau. Ja, mein Papa war Offset-Drucker, hat aber keinen Degen. Naja, macht ja nichts. Bei den Jägern war es zum Beispiel die Saufeder. Die Saufeder, mit einem langen Stab. Ja, da gibt es nicht viel. Also und mir gefällt das wahnsinnig. Ne? Und ich finde es so schade, dass das so wenig betrieben wird, wobei es noch sehr viel gemacht wird. Also gerade in Österreich hast du schon noch viel Traditionen in die Richtung. In Österreich, überall eigentlich. Ja, ich kann jetzt nur von Österreich reden, wird schon noch überall geben, aber und wird wahrscheinlich auch wieder mehr kommen. Ne? Das ist egal, ob es der Maibaum ist oder wurscht, aber so diese die besinnen uns wieder auf diese Dinge, das zum Beispiel für amerikanische Ureinwohner völlig normal ist nach wie vor. Die Indianer, darf man nicht mehr sagen, aber ich sag's trotzdem. Was denn? Was ist normal? Na, diese Rituale alle. Ach so. Das ist völlig normal. Ne? Du, das weiß ich auch nicht. Das gibt ja bei uns auch. Das ist auch ehrlich so, das weiß ich auch nicht. Das stimmt ja total. Ja, austribbeln, im Laufe der Zeit. Das ist furchtbar. Und darum stehe ich auf sowas, wenn solche Sachen, die lokaler sind, das ist ganz wichtig, dass das bleibt. Sowas. Und wann ist jemand... Das ist wichtig. Und wann ist das ist wichtig, jetzt schon wieder und da war ich sehr enttäuscht, weiß nicht, was das war, irgendeine Übertragung aus England, schon ein paar Jahre her wieder. ORF hat da irgendwas halt kommentiert. Und wirklich, also, es tut mir leid, die was da als Adelsexpertin, also, tut mir leid, leider wirklich unfähig, weil da ist so viel so Sachen gegangen, wo ich mir gedacht habe, das waren so schön, das erklären. Nein, ja, das habe ich nicht geschaut. Ich schaue mir nicht mehr auf.
Und das Ich war, kriege nur solche Kabeln, wenn ich die Kommentare... ob das nicht aus der Zeit gefallen ist schon. Also es ist wirklich Ja, aus der das Zeit ist die gefallen. Fangen aus dem Tisch, das ist Ja, ja wurscht, um das das geht es jetzt ist- nicht. Ne? Nein, Da sage ich, jetzt geht es um was Geht anderes. um was anderes, genau. Aber einfach, weil die kein Wissen mehr gehabt haben, nicht? Weil die haben dann auch mit der Seite, wer auf welcher Seite geht. Ja, ja, und so. ja, ja, Und genau. ich mir doch zum Beispiel, jetzt nur, das ist das letzte Beispiel, dann höre ich auf mit gescheit reden. Da Ich ging es auch um einen verstehe. Star und dann Sitz und so. Und du kannst Ja. so Geschichten, um es dann aufdenkst, warum das ist ja heute Ja. unnötig. Und Aber das ist zum Beispiel der Mann geht's um was. ist gegangen links von der Frau. Warum ist er links von, und das wissen die nicht. Und warum ist die Schärpe vom Orden und warum hängt die über die rechte Schulter nach links? Weil es die Waffenschärpe ist und links ist die Waffen kinkt. Und mit der rechten hast du die Waffe ziehen können und konntest dann die Frau zur rechten damit beschützen. Das ist was, damit erklärt sich so viel. Und mich ärgert es so, wenn dann solche beruhig dich, Klausi. Wenn solche Leute... Nimm mal einen Schluck, Klausi, nimm mal einen Schluck. Prost. Nein, wenn dann solche voll ungebildeten Leute sitzen, die Adelsexperten und aus dem ORF sitzen da voll Trotteln, also Entschuldigung, sagt man nicht und ja. Und haben aber keine Ahnung von dem Ganzen und reden irgendwas daher, lieb, aber was, wenn man diese Dinge erklärt, so wie beim Lied, wenn das Messingstück glanzt, mit dem Handlichen, mit dem Sattlichen, man sagt, naja, weil da ist gesessen, eben am Sattlichen ist gesessen der Kutscher sozusagen am Pferd, am Sattlichen, deswegen ist das linke Pferd der Sattliche, den rechten in der Hand, das ist der Handliche. Und warum ist es bei uns noch immer so? Weil früher Linksverkehr war in Österreich. Und desweng war das so was? Und dann hat das Ganze eine Verbindung auf einmal. Wenn du sagst, ich verstehe. Nicht? Warum tragen die Ordensscherpen alle über die rechte Schulter? Ja. Weil das eben das symbolhaft die Waffe ist, also die Klinge, der Schwertgurt oder wie man da gesagt hat. Und man ist links gegangen von der Frau, genau um so sie ist zu es. beschützen, weil man konnte den Degen ziehen und dann hat das alles irgendwie, du sagst, aha, ist interessant, ich meine, ist schon klar, ist jetzt nicht wichtig zum Überleben, aber das ist Kulturgeschichte. Und Absolut, genauso ja. wie mit Wienerlied, ich finde diese Sachen, das gehört einfach wichtig. erklärt und dann nicht gleich Ja. diskutiert, was das gut ist, schlecht ist. Das ist einfach einmal da. Ja, die Daniela Schlöck sagt, ja, viele alte Rituale kommen wieder, sie sind schon bei den Druiden, Kelten und Germanen gefeiert worden. Ja, richtig. Das kommt wieder, vor allem jetzt über diese ganz alte Schicht eigentlich. Ja. Na, ist sehr leid. So, der Musiker als Waffe wohl nur die scharfe Zunge. Ja, Musiker haben nichts gehabt. Die wobei die Minnesänger ja eigentlich, oder die reisenden Musikanten waren ja meistens in einem Verbund. Ja. Nicht? Also in einer Karawane sozusagen. Ja. Nicht? Aber das ist interessant, ja, die haben eigentlich, also da gibt es keine gut, es hat ja keinen Zunft gegeben für Musiker. Nein, das war nicht. Ja. Waren bei Hofe aber immer hoch angesehen, meistens. Auf jeden Fall. War ja immer klar, dass mit links, rechts. Ja, Er ging mit ihr am Straßenrand, dann hielt er noch ihre Hand. Ja. Da gibt er nur noch ihre Hand. Ja. Der Jagdhund geht links, weil rechts ist die Flinte. Ja, schau, das habe ich nicht gewusst zum Beispiel. Ja klar, du hast rechts die Flinte und links geht der Hund. Okay, Außer ja. mit Linkshänder, muss ich jetzt ehrlich sagen. Auch. Ja, das ist neu, ne? Sind dann die neuen Errungenschaften. Da seit das halt auf Linkshänder wahrscheinlich auch Rücksicht genommen Nur wird. aber Ne? die Karin sind beide nämlich links. Ja. Ja, aber das war sicher früher anders, sicher Mit umlernen dem die müssen. Waffen auch Linkshänder. Ja, na klar. Gibt es ja jetzt auch mit links und aber es hat es ja früher nicht gegeben. Nicht? Da bist du umgelernt worden. Ja. Meine Mutter ist Ja, noch ja. umgelernt, die ist als Linkshänderin auch und die ist in der Schule umgelernt worden. Mhm. Ja. Na so, genug, Patrick, jetzt spielen wir was einmal. Spielen wir was, ja. Darf ich dir noch den Rest eingeben? Also jetzt haben wir schon so weit, ja. Es war viel geredet, aber ich wollte was Gescheites reden. Nein, ich wollte eigentlich nicht, aber es hat sich ergeben. Das hat sich ergeben. Ich hoffe, ihr verzeiht Auch mir das darf einmal sein. Na sicher. Aber so. Ich hoffe, ihr verzeiht Alles mir. gut. Diesen Ausflug. Roland Speer, Alles jawohl. Grüße an Natascha. Aber das Speer geschaut, ein Festivalwein heute. Jawohl. Schau, der Markus Bestonik. Deswegen liebe ich die Pavlatschen, da wird ein Verständnis für die alten Gegebenheiten und Gebräuche geschafft. Es gefällt mir, dass du es so siehst. Ja, aber ein Verständnis dafür schon wahr sein, aber zumindest, dass man es halt anspricht, dass es halt da ist. Und dass man weil das eben genauso wie das Wienerlied genauso wichtig ist. Nicht? Also gerade diese Zunft-Sachen, was da unglaublich gut. Eines der schönsten Zunfthäuser in Österreich ist das Bäcker-Zunfthaus zum Beispiel. In einem Richtig. traumhaft schönen Festsaal. Das Ja. ist unglaublich schön. Ja.
Und wenn man das sich einfach anschaut und sagt, was steckt da für Geschichte? Der Bäcker, ne? Aber wie wichtig war der Bäcker immer, ne? Das ist mein Brot. Brauerparty. Dampfhammer hat eine 11 Schweizer Franken. Ich danke dir. Klasse, Dampfhammer. Dank der Ski. So. Brauerdampfhammer. Dank der Ski. Die Eisenbahn fuhr in Wien und ganz Österreich noch bis 2012 links. Ja, genau. Früher gab es so viele sind das auch im kleinen Wiener Klugscheißer gewesen. Ja, da gibt es viele so Sachen. Aber wie gesagt, wenn du halt dann noch die Experten im ORF sitzen hast, dann kriegst du noch mehr die Grausen. Das ist halt Wahnsinn. Das stimmt. Muss ich so sagen. Es stimmt. Was haben wir schon lange nicht gespielt? Das stimmt, es stimmt. Was haben wir schon lange nicht gespielt? Stimmt. Was haben wir schon lange nicht gespielt? Was haben wir schon lange nicht gespielt? Schon lange nicht gespielt. Meine Mutter und Wernerin haben wir schon lange nicht gespielt, oder? Letztes Mal, glaube ich. Ja, schon. Warum? Das ist eine schöne Nummer. Zweimal? Na ja. Ja, ist wirklich. Ich habe mir gedacht, das kommt Nein, gerade schau dir eine Anmerkung, eine wichtige, Nein. oder was? Der Christoph hat gesagt, Ich weiß, was man studiert, Bildungsauftrag erfüllt. Ich fange an, ja, es ist ein Bitte Guster. Ich hab da keine schwarze Roten, sind eingespannt in mein Juckerwohn. A Freude ist wie die zwei so droben, das kann ich kein Menschen nicht so. Ich schrei hü, Ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, ich schrei alle Österreich. Und macht der Haus seinen ersten Grab, da heb ich mein Käpferling drin. Ich dudel als Fuhrmann, als Schwager und schnalz mit der Peitschenjuche. ich schrei hü, Ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, ich schrei alle Österreich. Und ich hab ein Bütz aufs Madel, das ist aus einem eigenen Holz. Die wascht mir vom Wohn meine Radl, auf die bin ich fürchterlich stolz. ich schrei hü, Ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, ich schrei alle Österreich. ich schrei hü, Ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, ich schrei alle Österreich. Das war dann die bayerische und steirische Version dann. Oder auch. Ja. Beziehungsweise kennt man das von einem anderen Lied eigentlich auch, Ja, stimmt. oder? Ja. Ein Schimmi halt, ne? In meinem Gang. Ich sag, du spielst das ganz. Achso, du ja. nicht. Na ja, klar, aber gut. In Mädling in ganz ein kleines Häsel, es wird aus so goldenen Kranz. Ein heimliches Alter wie ein Bäsel, man kann Fahrzeug, kann Pflanz. Es heißt, dass die gemütliche Werner vom heutigen Tanz nichts versteht. Und dort kann ein Tanzen wir jetzt lernen, wo Werner ist schon doch hochmodern. Beim
goldenen Kranzel, tanzen wir moderner Tanzel, was kennen die alten Leute, uns passt die gleiche Zeit. Na ist im 7. Himmel, tanzt man den eigenen Schimmel, das ist kein Pflanz, was alte Tanz. Lustig ist dort wie am Giertel, man braucht dort kein Smoking, kein Frack. Man tanzt ohne Rot und mit Viertel, man braucht keine Stiefel aus Lack. Die Kichin, die Blade, die Anna, tanzt ein wienerisch fesch, voll Hamur. Min wir stammen unter den Grana und singt noch das Gstanzel dazu. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel, was kennen die alten Leute, uns passt die gleiche Zeit. Na ist im 7. Himmel, tanzt man den eigenen Schimmel, das ist kein Pflanz, so soll der Tanz. Chemie. Jawohl, jawohl. Eindeutig bei der Nacht geschrieben. Eindeutig. Hartmut Langheinrich hat Servus eine mit ein paar Ohren. Servus, grüß dich gut. Servus. Ja du, wir arbeiten uns eh schon zum Schon Schluss. zum Schluss hier, na klar. So wie es ausschaut. Schau doch auf die Uhr. Und die Steirische ist mit, gell? Ja, hab ich mit. Ja, dann spiel noch was auf der Steirischen, weil ich muss ein Stück Ich wollte hören. dich gerade bitten, ob du nicht vielleicht einmal einen Einwurf machen kannst. Na, halt aber die Steirische, ich geh aber ein Stück her und dann kannst du so einen dringend einmachen. bei dir? Na ja, was der? Okay, dann geh schnell, aber bitte gib Na, mir schnell, schnell, ich bin ja kein Sprinter. Aber ich warte bis du... Geh! Naja, ich kann ja nicht da allein. Geh geschwind. Geh geschwind. Das ist ehrlich gut, gell? Der Party unterhält euch dabei. Ja, somit kann ich endlich wieder einmal dieses wunderschöne Instrument spielen hier. Mach das halt. Ist ein sehr teures Instrument für nur so kurze Einwürfe immer. Aber es macht Spaß. Intermezzo. Bravo, Patrick. Ich höre den Glasbier jetzt hinter mir. Bravo, Patrick. Und lass dich jetzt kurz alleine, bitte. Bitteschön, bitteschön. Ich singe dir ein Lied nach. Bitte. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep
keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to all the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. So we'll meet again, I don't know where and I don't know when, but I do know we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to all the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day, some sunny day, some sunny day. Ein Lied für dich, ne? Will meet again. Bravo. Das weiß ich fast ausgegangen. Das weiß ich fast ausgegangen. Und ich mir gedacht, weißt du, waren wir schon wieder von YouTube also wie heißt das da so ein eine Streich. Urheberrechtsverletzung. Nein, nicht Verletzung ist es ja nicht, weil es ist ja geregelt. Ja, ein Urheberrechts Strike bekommen, auf Englisch heißt es Strike, was weiß ich, was das heißt. Aber dann soll das gleich wirklich passen mit einem J-Standard. So, überfreit, du bist ja wieder Heischei Fonte ist da. Moment. Diesen Freude, so eine Freude habe ich. Jawohl. Harry kommt und wir gehen. Das ist ja das. Ja, wir werden bald aufhören. Ja, schau. Alfred Schwarzer ist auch dabei. Grüß dich gut. Grüß dich Grüß der Frau da, jawohl. 10 Euro sind unterwegs, sagt er. Liebe Grüße Sabine und Alfred. Wie sieht es mir Serafin immer gegenüber von euch mit dem lauten Robert? Mit dem lauten Robert. Der laute Robert ist Ja, gut. Alfred. Freut mich, super. Das freut mich sehr. Was habe ich da noch? Was haben wir da verpasst? Also ja, schauen wir mal, dann schauen wir beide da mal drauf. So. Habe eine neue Brille, es nützt. Was der Michael Hunger gesagt, habe heute im Radio gehört, dass die burgenländische Landeshymne ändern wollen. So? Ja, schon. Ja. Weißt du, was man jetzt so im Radio hört? Der Bumm auf Englisch singt er nicht schön, aber richtig. Habe ich schon erfunden, du hast recht. Gut, du hast recht. Schau, die hätte so Johnny Cash, Willie Nelson und der Klause. Jawohl. Ich habe auch den Blues. Wieso, Christopher, da? Was ist denn Blues? Was los? Hat er denn? Was hat er denn? Was los, Christoph? Was los? Okay, wollen wir nicht. Das will man nicht. Bitte trinke mal Wasser, nur fürs Bild. Fix, das ist ja. Pardon. Was hast du schon wieder? Hast du die Hände nicht im Griff? Jetzt schon mal. Ich würde sagen, bevor wir uns schon langsam zum Schluss hinarbeiten, blende noch mal ein. Die Geschichte mit Schmattes. Weißt du, sapienti sat, um es mit dem Lateiner zu sagen. Das bedeutet was? Dem Wissenden genügt's. Also bedeutet, Also, was das so die grobe Übersetzung. Ja, das stimmt. Das ist beim Latein nicht immer so einfach, ja? Nicht immer so einfach. Und ich meine, ich habe das kleine Latin. Latinum, ja. Ja, was glaubst du? 3 Mal antreten.
Also eigentlich 4 Mal aber beim 3. hat er gesagt, gehen Sie heim, kommen Sie am Montag zu mir in die Sprechstunde. Gekreist hat er sich schon was in seiner Jugend. Ja gut, dann kenne ich mich aus mit dem. Das war schon, nicht? Das ist schon ein Kampf. Aber trotzdem ein bisschen Latein gelernt. Und da habe ich das nämlich noch braucht. Gescheiter gewesen, du hast Latein in der Schule, dann ist das der Sprache. Ja, im Nachhinein Im Nachhinein gesehen. Weißt, im Nachhinein hätte ich eigentlich Latein eigentlich lieber gemacht, weil es ist doch alles wurscht, ist ja egal. Wurscht. Es ist vorbei. Zahngold der 3. jawohl. Ganz Wien hat den Plus. Nein, aber das ist wirklich so, jetzt blende ich wieder aus. Also ich hoffe, das ist angekommen. Wir danken euch herzlichst für einen Schmattes, wie gesagt. Kann eine ordentliche Summe sein. Denkst kann du, auch eine kleine ich Summe muss sein. nach Mainz fahren. Ja, und da muss uns einen Wein mitbringen aus Mainz. Da schau, Christoph auch da. Warte, das blende ich mal an. Schulter-OP, 6 Wochen Schlinge danach Reha. Christoph. Das ist ein Arsch. Das ist ein Schatz jetzt. Geht es in der Jahreszeit auch noch. Ne? Ja. 6 Wochen Schlinge. Ja, das soll bei meinem Onkel. Ja, Ne? Das war natürlich auch jetzt da. Also mehr als 6 Wochen sind es jetzt da. Mit Krücken und die Reha hoffentlich bald. Hoffentlich bald, ja. Dass das wieder, aber ja, das ist zart. Christoph da. Da müssen wir da was spielen. Meine Bahner passt jetzt aber nicht wirklich dazu. Ne? Wenn ich zu meinem Doktor gehe, tun mir alle Knochen weh. Der sagt mit seinem Doktorgrad, das ist altersadäquat. Und solange ich noch was gespielt, lebe ich noch gleichgültiger wie deprimiert durch die Medizin. Hab ich heute noch einen Termin. Himmelfix, ich spür die Bahn, dass ich glaub, ich muss schon weinen. Halbe tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit die alt gedehnten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestielt hat. Und ich fühl mich gleich kommod, 3, 4 Glaser oder mehr, stell mir Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, da geh ich pumperl gesund nach Haus. Meine Frau macht Frühjahrsputz und sie pfaucht, seit zu was nutz, macht ein Arbeitsdefizit wett und hilft beim Putzen mit. Nimm den Besen und kehr auf, putz die Fenster und darauf schmeiß den Mist weg. Doch ich schau, schmerzenskrank, meine Gattin an. Himmelfix, ich spür die Bahner, dass ich glaub, ich muss schon weinen. Halbe tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit den altgedehnten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestielt hat und ich fühl mich gleich kommod. 3, 4 Glaser oder mehr, stell mir Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, da geh ich pumperl gesund nach Haus. Für den Christoph. Für Christoph da.
Das war jetzt unser Weg in das Allerbeste zu wünschen. Und jetzt natürlich, bitte, lieber Pavlacisti, hau seine Orge an rote Achteln für Christoph Radau. Unbedingt. Muss Das- ich sofort zum Glase greifen. Dass das bestmöglich schnell und vollständig verheilt. Ja. In diesem Sinne, Christoph Radau, Christoph, alles auf Gute. dich. Glasl Scheverer Deluxe für den Christoph. Na, was denn? Immer noch aufgespart, ein Schluck. Immer noch aufgespart, ein Schluck. Ja, Christoph Acker sagt, die Brüche nehmen kein Ende. Mein Opa, meine Mama, das Munkeln an Christoph Radau ist ein Wahnsinn, ja. Eieiei. Ah, es ist Zwider. Zwider. Ob es Japanisch auf YouTube an, ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Aber so ein Lied habe ich schon lange nicht mehr aufgestellt. Ich denke, da mal schauen. Ja, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen organisieren. Danke, ich bin schon fast gewohnt. War die 4. OP nach meinem Mopedunfall. Ja, ich weiß, das ist schon lang her, jetzt, wo du das schreibst. Genau, das ist ja, naja, Sache, aber Hauptsache gesund und es wird wieder. Es wird wieder. Jawohl. Das ist schon die Achteln. Für den Christoph Radau. Naja, gut. Meine lieben Pablo Giestinger, es ist ja so, mein Wasserglas ist leer. Meins auch, mein Weinglas ist auch leer. Die Weinflasche ist auch leer. Wir danken herzlichst nochmal dem Weingut Dürer, jeden Speigen Sierendorf, weiß nicht. In jedem Speigen daheim, in der Jeden Sierendorfer Speigen Straße. daheim, Ja. ja. Einer, Das geht der, ja zusammen, einer ja. der Festival. Einer der Festivalweine, ganz wichtig, 19. August, wir sind dabei, live dabei. Wieder ein mörderisches Wienerlied-Festival den ganzen Tag. Und alle die, also wenn du sagst, du hast in Wien zum Beispiel, oder für die Nicht-Wiener, wenn du in Wien ein Quartier hast und du fährst mit dem Zug, der Zug fährt direkt nach Sierendorf. Da gibt es sogar eine eigene Station, eigene Zubringer Abmachung und alles, das ist alles. vom Festival her, also das ist alles, das ist so aufgebaut, dass man mit dem Zug wirklich hinfahren kann. Und dann wieder in der Nacht wieder heimfahren kann quasi, ja. Ja, die Quartiere dort gibt es dann eher nicht. Gibt's eigentlich Ich glaube, einen nicht, Campingplatz gibt es aber mittlerweile. Campingplatz gibt es, ja. Campingplatz gibt es. Also wer campen will. Das wird. Und ansonsten, wie gesagt, kommt man mit dem Zug heim. Wenn ein schönes Wetter ist, kannst du ja im Feld auch schlafen. Ne? Ich mein, Theoretisch, ne? Theoretisch. Und das wird eine Weltgeschichte und wie gesagt, einer der Festivalweine, dieser hier und der, das letzte Mal einen Zierensack gehabt, der war natürlich auch Welt. Ne? Der war natürlich Welt auch, ja. Und das ist ja immer so, das ist ungefähr so wie bei den Motorradtests, wenn ich mir den auf YouTube anschaue. Naja, was willst du denn sagen? Nicht? Was kannst du sagen? Du kannst ja da auch nicht schlecht sagen, nicht? Im Prinzip. Nein, aber ich sage einmal so. Naja, wenn was einmal dabei wäre, was wirklich nicht. Naja, dann sagt Einmal habe ich höflich. schon gesagt, Nein, aber höflich. Ich sage, ja, ist nicht meins oder so irgendwas. Aber, Nein, das ist gar nicht meins. Ja, irgendwas war aber jetzt, es ist trotzdem schwierig für einen Zuschauer, dann zu sagen, naja, die sind jeden Wein, sagen sie, das ist gut. Ich meine, gut, erstens einmal, nahezu jeder Wein schmeckt uns, das muss man schon auch sagen. Ja, wirklich viel geklumpert haben wir nicht. Klumpert hast, da gibt es heute auch gar nicht mehr so. Und dann es ist halt dann, wie soll ich sagen, wenn wir überschwänglich sind, dann schmeckt er uns wirklich besonders gut. Ja. Wenn wir nicht überschwänglich sind, schmeckt er uns gut. Gut. Ich habe noch keinen anderen gehabt, was willst du machen? Was sollst du machen? Aber der heute, und der Zierensack, also Festivalweine Weltklasse. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. So, warte mal, was ist da? Schau, die Achteln, das waren die Achteln für den Christoph Radau. Megi ist ja noch nicht angekommen. Aber ist der Anfang August, geht das nicht einmal im September? Nein, ist im August. Der Zug ist halbwegs pünktlich von der Megi. 22:13 Uhr. Ja, da schon, ja. Ja, ich gehe diese Ball ja wieder vorbei. Ein bisschen noch Megi. Ist ja nicht in München die Reblaus und 2 Zugaben. Die Reblaus haben wir auch letztes Mal gespielt gehabt. Ja. Da machen wir auch eine Schlussnummer, machen wir. Das passt schon. Den Wein habe ich unbemerkt ausgetrunken. Die Maggie hat ja da nichts zu tun. Also, Kann sie da eh nicht dann kümmern um das sie wohnt ja auch im 7. Stockwerk. Eben. Da muss man mal rauf, weil die Maggie sprintet da ja hinauf. Wir hingegen Ich, das letzte Mal, wie ich da raufgegangen bin, habe ich oben fast keine Luft mehr gekriegt. wir haben uns einen Bergführer geholt. Ein Sauerstoffzelt bei der Abbrauch. Nein, so schlimm ist das nicht. Ich muss irgendwie aussteigen. Ja, Maggie, also pass auf. Schön, dass du in München gut angekommen bist.
kommt gut heim und euch allen natürlich. Ganz dickes Puzzle von uns 16er Buben. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ganz großartig war es. Wir freuen uns sehr, dass die Fan-Reise Gestalt annimmt. Von der Mutter Rutger, die noch nicht stattgefunden hat, hin zur Fanreise. Wir werden das alles irgendwie schon hinkriegen. Ich freue mich mit Gundula auf Mainz. Freue mich wirklich. Ja, absolut. Und wir freuen uns auf Berichte, aber natürlich, Freut nächsten sich Montag auch. kommen ja ohnehin noch. Nein. Ganz normal. Und übernächsten auch auch noch. Also Das da ist ist ja ja noch noch ein bisschen Zeit hin. Ist ja noch Zeit hin. Bis dahin habe ich dann auch vielleicht schon mal einen Urlaub gebucht. Was weiß man? Vielleicht Was weiß man, ja? Malediven oder sowas, nicht? Für 2, 3 4 Wochen. Ja, 4 Tage, ja. So, aber Ja, das geht 2, 3 Wochen. Das geht ja gar Ich habe mir nicht doch aus. nicht gern so 2 Wochen am Stück gehabt. Dann hätte ich mir nicht Mainz angeschaut, ich hätte mir dann nach Ida Oberstein weitergefahren. Am Rückweg war ich dann gefahren über Dresden, über Norden, über die Tschechei dann oben. Ist aber nicht. Ist ja wurscht. Und da sind ja 2 Wochen auch wieder zu kurz trotzdem. Ja, wieder, das ist ja das, ja. Und die Zeit haben wir nicht. Wir müssen spielen. Spielen. Leute gehen Genau schon. so ist es. Genau so ist es. Wir müssen spielen. Ja, geht's. Danke, Mege, bravo. Bravo. Zugabe wird gefordert. 50 Groschen. Christoph Ackert, das wird das zwar, das ist gut. Nein, weil wir machen. Wir machen heute Schluss, weil wir freuen uns aufs nächste Mal. Schön war's. Seid uns so lieb und haut uns eine in Facebook, Instagram, Twitter. Was haben wir noch? YouTube natürlich. YouTube. In die Kommentare. Haut uns doch eine Lieder, die ihr gerne von uns hören würdet. Die euch einfallen, auch wenn wir es noch nicht kennen, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Aber wir dann einmal sammeln so die Wir sammeln Ideen. einmal die Ideen, ja. Ja. Und dann werden wir schauen, was konveniert, wird ausgewählt, ja. Was nicht konveniert, wird wieder verworfen. Genau. Ja, das Aber dann Passt sehen schon, wir aber auch so, schreibt's welche ein, Lieder da schreibt's besonders gewünscht werden. Und so. Und das war noch eine leibende Idee. Schreibt so immer wieder mal eine, einfach Wunschlieder. Wo du sagst, das hätte ich gerne mal hören. Können bestehende sein, aber natürlich auch neue, wo du sagst, das kennen wir noch nicht. Und das kennt sie auch noch nicht. Oder so irgendwie. In diesem Sinne, gute Nacht wünschen wir. Schön, dass ihr dabei wart bei der Baratschen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und alles Liebe, eure 16er Buben. Für dich gut. Aber jetzt, hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben was gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich. Wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben nicht Post und gesungen viel, nur gegen Ende wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war leibend, wirklich. Das hat uns sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch gut, macht's es gut. Und die Maggie ist angekommen. Genau so geht's. Für euch alles Liebe.